Haben wir leicht asynchron. Aber nur leicht. Falls ich nix. So, jetzt darf ich mich erst mal gerne selber hören, bevor ich überhaupt irgendwas sage. Aber nur leicht. Ja, schnell gegangen, du! So, jetzt mal so, wo ist die Tröte? Es ist 20 Uhr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Timmy Boy kriegst du dir daheim. Rest, habe! Ich bin's. Birger Micker, 20 Uhr. In die Anna. In Diana Jones. Spielen wir heute, hat's geheißen. Gute Besserung, alle miteinander. Lebensepp! Habe die Ehre, Birger, as fuck, ein schönes Inni-Finale. Möglicherweise habe ich mich da ein bisschen... aus dem Fenster gekommen. Opa! Schon wieder! Kapau! Hier könnt ihr Werbung für Rosa Birger bitte. KAPOW, hier könnte Ihre Werbung für Rosa Birger B-Ständchen Chess T-Shirts stehen. KAPOW. So wie am Montag. Leicht aggressiv unter den Tisch gekehrt, aber haben wir gerade was anderes zum Tag. Opa, Mercedes ist 2, du weißt es. An den Fordonner-Squad, gut geil, Kuss auf die Nuss ebenfalls. So, Schluss. Schluss mit dem Krampf. Chris mir erstmal einen Haufen, weil mir nichts passiert. Habe die Ehre an! Den Zoll, den Bazooka Joe, den Herrn Schröter, den Stefan, den Staudi, den Forest Quater, den Flea Frank, den Flix, den ich sag immer M8, weißt du, warum ich M8 sag, wobei du eigentlich M815 hast? Bei uns ganz früh, wie ich noch ein kleiner Bub war, so richtig klar war ich nicht, aber ein Bub war ich noch, hat es einen Skate-Shop gegeben, habe ich Mark gehört. Der hat M8 Skate Shop geheißen. Da hat er sein Zimmer aus der Skate-Sachen verkauft. Habe ich gut gefunden. Deswegen hat sich das so immer Hirn da einbringt, was es ist. An den Leck mir Arsch, an den Forest Squad, an den Maimike, an den Leuchte, an den Forest Squad, an Nummer, weil wir es kennen, an den Knillwoods, an den Nickel nicht, an den Fahrer, an den Maimike. Jetzt mal nicht mehr. Leg's mir Modi, schreibt so die 23 in selben Scheiß. Der Herr Lord Lorenz! Endlich mit dem richtigen Namen. Ah, ich sag da 6-mal den 24 Euro, was ist 24 Euro für habe die Ehre. Lorenz! Gruß auf die Nuss, Dankeschön. Stop it, das ist zu viel. Aber ich kann ein Herzl drauf smashen, schon. Und ein Like kann ich auch geben, das ist wichtig. An den ganzen Rest. Nochmal. Lasst euch mit Superchats und mit Resubs, also YouTube-Funktionalitäten, was das betrifft, 2 Minuten Zeit. Vorher werden sie nicht angezeigt und kein Mensch weiß warum. Frau Schrö, merci dir, Spegmeister, merci dir, Boni Kanoni, merci dir und Sumselglück, merci dir. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Herr van Hinden. Ja, aus Birger, wann kommt der Vollbiss-Squad? Schneizhodern und seit wann sind die jetzt weg im Chat? Auf und schönen Abend. Die waren schon am Montag weg. Habe ich mich auch gefragt. Ich weiß nicht, was YouTube wieder treibt. Dafür gibt es jetzt aber im Chat Werbung. Kann übrigens nichts dagegen, du weißt nicht. Was soll ich machen? Alle erst Namen passen wieder, oder? Ja, ja. Aber Montag schon so. Chefraute, geldgeiler Wichser. Flea Frankie! Geldgeiler Wichser! Kuss auf die Nuss. Scheiße, und Stream schon wieder entmonetarisiert. Brengi, Schnauze. Schreiben jetzt noch schnell 26 Leute eine, die jetzt sind weg. Oder war sie am Montag gar nicht da? Was ist am Montag wieder da? Trap Foxy! Na, Birger, gefällt mir einen schönen Abend. Den wünsche ich uns auch. Möglicherweise habe ich mir ein bisschen übernommen mit Indiana Jones DLC fertig spielen. Ich habe mir nämlich, glaube ich, wie ich es heute mache, ich schaue mal ein Walkthrough in einem Zug und scroll Stickel für Stickel so weit führe bis dahin, wo wir mir gerade sind, und dann habe ich einen wunderschönen Prozentbalken, wo wir mir sind, und anscheinend habe ich mir da irgendjemanden angeschaut, der das Ding auswendig kennt und das auf 2 Stunden durchspielt, und dann habe ich heute nur einmal geschaut beim anderen und da haben wir noch nicht einmal beim Drittel. Wir werden sehen. Je nachdem, was für Rätsel das noch kommen, weiß ich nicht, was es ist. Hatte heute schon Werbung? Gute Frage. Glaubst du, dass es Riesen auf die Welt gab, diese riesigen Bauwerke mitgebaut haben? Nein. Ich glaube, viel Scheiße, sage ich ganz ehrlich. Viel absurde Scheiße, aber das glaube ich nicht. Cyberfox! Merci für 40 Monate, Kuss auf die Nuss. Birger und die Suche nach der letzten Hose. Viel Spaß heute. Merci dir. Was soll jetzt das? Was soll jetzt das? Ich muss jetzt mal loben, wenn ich sage Scheiße hier. Andi, merci für den Zwickel. Haut mit Birger, hast vor als MGS Snake Eater Delta zum Spulen. Offstream vielleicht ja, im Stream auf keinen Fall. Das waren nicht Reisen, das waren Allens. Ich hoffe, das sind keine Tippfehler, sondern beabsichtigt, dann ist das ein richtig guter Witz. Ansonsten ja, Haslagon. Was denn zum Beispiel? Alien-Geschichten. Alien-Geschichten und Multiversen. Das ist so. Und eventuell, ich bin ja nicht abgeneigt, der Simulationstheorie zu glauben. Oder für halbwegs realistisch zu halten.
Free Frankie schon wieder. Heute rein in die Indianer. Hashtag Leerzeichen, Hashtag Leerzeichen. Free Frankie, merci dir. Schluss jetzt. Servus, Bier. Gerade noch einmal zusammenbaut, gut wird. So, das wollte ich hören. Ja, wir wollen Bilder im Discord sehen. So schaut's aus. Ich bin wieder da, der Wastel ist auch wieder da. Das ist auch mit Zeit geworden. Was soll jetzt das? Würde gut ab 50 Euro passen. Sollen wir einen Flash dazu benutzen, dass ihr noch mehr donatet? Das ist richtig, was ich rausgehört habe. Ja. Kirchmatzen! Haut rüt, da drauf erst einmal Gletscherbries. Das ist was Schnupfen. Letztes Mal, wie wir, das ist zwar jetzt auch schon wieder 6 Wochen, aber so wurscht, haben wir mit dem Mods zusammengesessen. Und der Luki, da ein Schmeizler dabei, da habe ich darf mal probieren, habe ich gesagt, ja, freilich. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie, das wenn ich jetzt auch noch anfange, stop it. Simata schreibt, was ist eine Simulationstheorie? Quasi wie Hunger Games, da wo uns wer zuschaut, wie blöd dass wir sind. So ungefähr, ja. So quasi, wir leben in einer Simulation, stellt eine Matrix vor. Gibt's sehr viele gute Videos, die nicht absoluter hanebüchener Dreck sind, sondern die ein paar so Dinge erklären so mit, ist das Zufall, es ist schon komischer Zufall, alles so und so. Wie gesagt, es ist eine Theorie. Ja, ich sitze da und glaube, das ist mal in einer Simulation. Das hätte ich dann schon ein paar Mal öfter verzeiht, glaube ich. Aber das ist eine ganz interessante Theorie, da wo ich sage, ja, möglich, das weiß ja keiner. Erste Werbung im Chat. Eher Truman Show, ja, im Prinzip ist eine Simulation nichts anderes wie eine Truman Show. Bloß nicht mit einem Truman, sondern mit wie viele Leute haben wir mittlerweile auf dem Planeten? 9 Milliarden? Keine Ahnung. Wären wir in der Matrix, wäre es ewig 1990, ja, schön was. Okay, geiler Shit, danke. Welche Filme bitte um Info? Gib einfach einmal Simulationstheorie oder, es sind nicht meistens auf Englisch, die wo ich mir da anschaue, ich schaue es nur auf YouTube. Dann keine Filme in dem Sinn. Dann nicht Videos über dieses Thema. Einfach einmal are we living in a simulation? In YouTube eingeben und dann einfach mal durch. Einfach mal durchschauen und dann merkst du schon selber, okay, das ist vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber das andere ist so, ja, warum nicht? Das kann keiner das Gegenteil beweisen, so quasi. Das kann auch keiner beweisen, dass wir eine Simulation sind, weil sonst reißt es uns wahrscheinlich. Terror Place! Mehr als wie 58 Monate. Habe die Ehre zurück, Kuss auf die Nuss. Bild im Discord, kennst du das drum zufällig? Schau ich nicht nach. Wo ist denn das drin? Hobbyschmerz. Oh, der Card hat wieder Bimseln, habe ich gesehen. Das ist, was ist denn das? Ein Necron-Stalker. Nein, ich habe einen Stalker, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich kenne das drum, ja. Mehr Warhammer, immer mehr gut. Ich habe heute meine Figuren da oben auch schon wieder begutachtet und mein Werkbengel und habe mir gedacht, ein scheiß Dreadnought habe ich letztes Jahr im Dezember so fast fertig gemacht, aber eben nicht ganz, das darf einmal Zeit werden. Die Breites schreiben, Breites, hört ihr mir einmal zu! Grutze in Alpha! Himmelsackel Zement! Seid's mal in Muschel geschissen! In den ersten 2 Minuten des Streams, wieso auch immer, ich weiß es nicht, aber das ist seit kurzem so, was weiß ich, was YouTube treibt, werden die ersten Resubs und so weiter nicht angezeigt. Darum 2 Minuten warten bis Resub. Was ist denn da los? Aber hingehört, hab ich nicht schon einmal gesagt, merci für deine Mitgliedschaft, Mr. Scarecrow? Irgendwie habe ich da ein kleines Déjà-vu in meinem Fressbrett drin. Weiß ich nicht, was da los ist. Ab in den Chat, habe die Ehre an den Herrn Scarecrow. Danke für deine Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Außerdem musst du auch das blaue Logo nehmen. Droh, das kann sein, dass du da wieder hineingesappt, du. Merci dir. So, wo haben wir stehen bleiben? Bugel, der Chef Chris aus Bogen, Avenging Stream. Wo bist du? Von Drühring, na, von Bogen. Ja, egal. Wohin haben wir da noch gehabt? Mike, eindeutig, ja. Mehr als 76 Monate, du gottverdammter Irre. Das verstehe ich nicht. Auf was war das bezogen? Das ist schon wieder 2 Minuten her. Ich weiß nicht. Unsere Realität ist nicht echt. Ist halt leider 5 vor Schwurbler. Ich sprenge, du weißt schon, wie es meint. Es sind interessante Theorien, die man sich gerne anhört und über die man nachdenkt, weil sie einfach interessant sind. Vielleicht war der Satz, ich glaub dran, ein bisschen viel. Aber why not? Möglich ist alles. Einfach einmal befassen damit. Einfach mal ein paar Sachen anhören und dann einmal drüber nachdenken. Macht einfach Spaß. Passt an! Das ist ein guter. Ja, Birger! Der Rebirger da Herbst wird interessant, hab mal Visage und Last of Us geholt auf einen geilen Stream. Grüße aus Burg Lengenfeld. Mit Visage wünsche ich dir, machen wir es andersrum, mit Last of Us wünsche ich dir sehr viel Spaß und mit Visage wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß. Have a great time.
Firestone, merci. Bruder Max, merci für 4 Monate. Quarton, merci für 6 Monate. Und es ist wieder Bürgerzeit, endlich zweites Mal. So, 10 nach ist, wir pimmeln mal, wir haben keine Zeit zum Miteinander pimmeln. Das soll da freiwillig, wie es ist. Starten Sie das verdammte Spiel. Wieso ist denn der Adam Fall off? Weiß ich nicht. Indiana Jones, bitte starten Sie das Spiel. Schon habe ich gleich Nummer Hausig Orange, weiß ich nicht, was da wieder los ist. Schauen wir mal, ist irgendjemand anwesend, der ein DLC schon durch hat? Ja, du weißt es, aber es ist, ne? Jetzt. Wieso um Gottes Willen geht denn das Spiel jetzt auf meinem 3. Monitor auf? Und Scheiß, ich rast irgendwann komplett aus mit dem scheiß PC, Alter. Jetzt sag ich mir, ja. Grüße zusammen. Na, OIS klar. Nein, überhaupt nichts ist klar! Bürger Vibes. Warte mal, ich schau mir, ob ich das irgendwie umstelle. Und ein gutes Gefühl reit in the Mau Mau. Prost auf dich und diese geile Community. Ich sag noch nicht einmal, wer das war. Das tut mir so leid. Weil das Spiel wieder vor mir ab. Ja, Kim, ich weiß kein Mensch, warum. Hab ich was umgestellt? Ja, hab ich. Randloser Fenstermodus. Nativ, machen wir so. Ja, und jetzt? Änderungen übernehmen. Herrgottselig! Dankeschön, so schalt man. Mieze! Und jetzt, weißt du, dann war es auch noch Mieze mit einem 35er, da muss ich die retriggern, das hilft nicht. Oder hat man es gesehen? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts gesehen. Mieze, grüße zusammen. Na, alles klar. Ja, alles. Eigentlich nicht. Jetzt muss das Ding da umsteigen. Ja, right in the Miau Miau. Mieze, danke dir. Jetzt wieder auf dem anderen Monitor. Möchtest du mich eigentlich verarschen oder was ist denn mit dir? Hä? Nur weil da gestanden ist Annehmen und Rückgängig. Für was ist denn das Annehmen und Rückgängig? Ich weiß es nicht. So, Freunde der Sonne. Kuss auf den. Herr Krotzer, die habe ich auch gesehen. Men in Black, die Galaxy im Katzenholz-Bundle finde ich auch interessant. Ja, das ist auch nicht, das ist ja also ein bisschen, ja, nicht ganz Simulationstheorie, aber so ein bisschen kommt es in die Richtung. Dankeschön. Alert Sounds sind jetzt aus. Wir spielen jetzt. Wir müssen ordentlich Meta machen, damit wir fertig werden. Damit wir heute fertig werden. Ich möchte nämlich nächste Woche 2 mit Chronos spielen, am Montag und am Mittwoch. Und am Freitag spielen wir. Also nächsten Freitag ist auf alle Fälle ein Stream. Ob es die Woche am Freitag gibt, kann ich noch nicht sagen. Wenn, dann kommt er spontan. Am Freitag in einer Woche kommt Dying Light, The Beast. Und das schaut nicht schlecht aus und total gern, was das eben ist. Warte. So, hier, Mikrofon, fortfahren. So, wo sind wir mit stehen geblieben? Ist irgendjemand, ja, man hat es gesehen, okay, ja, was verstellst du denn, wie alles? Ich brauche halt da, ich hab mein Zeichentablet aufgestellt. 4. Monitor und jetzt kennen sie gar nicht mehr aus. Was ist denn das da für ein Scheißdreck? Ich muss mehr Licht, mehr gut. So. Was haben wir? Ratzen und sehen, oder was? Ja, Mikrofon weg, wunderbar. Also Montag, Mittwoch, Chronos, geil, oder? Ja, da bin ich in Kroatien. Yippie, herzlichen Glückwunsch, Herr Sumato. Was ist denn? Warum ist denn alles kaputt? So, jetzt. Ach, sonst nicht. Also. Wo sind wir? Wir sind, glaube ich, in der Kloaka Bumsti da oder irgend so ein Schmarrn. Wir haben einen Knüppel, das ist gut. Wo drin? Hopp. Aufgesperrt die Bumsbude. Stimmt. Wir haben mit dem Pater Richie gesprochen. Entschuldigung. Mit dem Pater Richie haben wir gesprochen und der hat uns da oben geschickt, oder? Er geht da Treppen. Da haben wir da. Ah ja, tatsächlich, da sieht ja gut. Kämen wir schon wieder aus. Haben wir schon wieder beieinander. Haben wir schon wieder drin. So, jetzt eine in die Bumsbude. Was haben wir alles? Haben wir mir Büstel zum Ding. Ja, schauen wir gut aus. Da schauen wir mir gut. Müssen wir überhaupt da? Die Zylinderteile suchen. Okay, das hat kosten 3 Stück, brauchen wir, einen haben wir schon. Kloaka Maxima. Da bist du. Peitschenruck. Donut, nehmen wir mit. Das ist kein Donut, das habe ich schon. Weiß ich schon. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Römisches Garum-Rezept. Brauche ich nicht, haben wir keine Zeit zum Lesen. Fertig werden müssen wir. So. Wuschelt man da mal ein wenig umeinander. Lass mich raten, wir hören verschießt die in 3, 2, 1 da unten irgendwo umeinander lungen. Was ist das? Hammer. Sehr gut. Der Gummihammer. Ich mag den Hammer. Sehr gut. Wo wir überhaupt hin müssen? Wo sollen wir gehen? 14? Was? Blut des Stiers stärkt dich, Bruder. Was?
Stiergemälde. Wo ist denn da ein Stiergemälde? Den Stier schlachten. Der Mithras-Kult. Oh, der Mithras-Kult. Der sogenannte Mithras-Kult. Das ist jetzt mein scheiß Hammer hin. Echte Hammer. Ah. Was ist das? Wir wissen schon, wie so super gute Geheimverstecke sein, wenn da einfach irgendeine Gulli oben drüber ist und dann ein Haufen Scheißdreck umeinander liegt. Ja, was haben wir da gut? Haben wir da was Gutes? Gummihammerkose! Oh, jetzt was. Muss ich jetzt da durch den Kackscheiß da durchschwimmen oder was? Ich will nicht. Ja, aber was, wenn ich das nicht will? Hat mir jetzt da gerade jemand Hey geschrien? Mein guter Hammer! Da liegt in der Läden! Wo ist der Hammer? Ich sehe keinen Hammer. Puh, hoffentlich kein Tipp im Reiseführer. Ah, halt, stopp, da waren wir schon. Ich gehe mir wieder aus. Aber Gummibong macht weniger Lärm. Das ist ja mir wurscht. Wir schlagen wir einfach alle zusammen oder da schießen wir es. Das ist ja mir wurscht. So, da gehen wir da rein. Da rein wir bodeln, oder was? Da umlenken. Und die Stange hätte schon wegmachen können, da, damit ich da sauber fahren kann. Da geht's nicht weiter. Das soll ich die jetzt da mit dem Boot anlegen. Lass mich da mal Ruhe. Oh, jetzt da 4 mit 4000 km/h. 4000 km/h Boot? Herrlich Loop. Kisch! Kisch? Kirschratzen, oder was? Gut, fahren wir weiter. Was meinen, wo es hingeht? Hätte ich jetzt da rechts müssen oder links? Ja, fahren wir einfach mal. Vielleicht kriegen wir einen Questmarker oder so. Ah ja. Rückwärts! Sind wir schon falsch. Fahren wir schon wieder im Kreis umeinander. Was gibt's da zum Fotografieren? Weiß ich nicht, ist mir aber jetzt auch wurscht. Mausi an Bord. Ne, gegen Ratzen habe ich nichts. Schau mal. Scheiß Questmarker, möchten wir da schon wieder trollen. Foto machen, habe ich schon gesehen. Habe ich gesehen, die Frage ist von was. Ist da vielleicht? Ah ja. Ich muss den Blickwinkel ändern. Jetzt kann ich da nicht! Mein, du, die Kamera her dann, Kruzifix. Uraltes Flammengraffiti. Wow, das hat sich wieder Vollgas rentiert, dass wir da 10 Minuten wegen dem Scheiß am Pümmeln. Offenes Feuer da unten. Da flambiert so ist. Ja, das gefällt mir. Was für ein Schrank, oder? Bruder, was für ein Schrank! So, hier, Boot anlegen. Schaut mich schon wieder an, als müssen wir ein paar Nazi-Pümmel verpümmeln. Haben wir da? Wird von anderer Seite geöffnet. Stinkt nach Shortcut. Generell stinkt es Ring ganz schön, habe ich das Gefühl. Wo findest du das? Okay. Ich hätte gerne Waffen. Waffen! Pumpenheisel! Ja, wieso haben wir wieder eigentlich mit einem Anzug da herunter? Was ist das so? Du hast mal einen anderen Anzug, hier Schwarzhemden, Uniform. Ja, das dürfte reichen. Bitte, bist du drin? So, was zum Schmeißen, ich hätte gerne was zum Hauen. Oh ja, das ist jetzt wieder. Jetzt Takedowns? Hier links, Ich hab Öste! genug von dir. Brauch einen Hammer. Steht einfach in der Finsternis umeinander, der Vollidiot! Hat jemand... So voreilig! Wie sich einer den Kerl an. Alter, die Hand so straudumm, das ist unfassbar.
Ja, so. Es geht nichts über einen verdammten Bonk. Das ist nicht mehr mit Pumpenraumanforderung. Ah, ja. Tja, es gibt Was ist bessere los da Orte, hinten? um sich zu verirren. Wo ist noch einer? Ich hab noch, ja, I have very many bonks. Oh, was zum Fotografieren? Was ist zum Fotografieren? Ja. Gefährliches Loch! Jetzt wird Hier schießen. geht's tief runter. So. Los da hinten. Ich gehe mal ins Telefon. So. Über Funkverstärkung rufen. Wieso? Schon gut. Bleiben Sie einfach, wo Sie sind. Was haben wir denn hier? Vector! Non hai cosa? Immer noch nicht, oder was? Es wird einfach mal nicht langweilig, was soll ich machen? Diese Vollspacken! So, was ist mit dem gefährlichen Lo? Wann die was herkommen? Was? Haben die da einer gekommen, oder was? Verstehe ich nicht. Also haben sie da einer beamt? Muss ich ins gefährliche Loch oben, oder was muss ich da? Da oben? Person tragen? Was passiert jetzt? Warte mal, das... Aber wenn dann müsst die Zeit müssen wir sie nehmen. Jetzt müssen wir mal schauen, was passiert da. Jetzt warte mal. So, jetzt liegt jemand da. Oh! Okay. Warte mal. Da war ich gar nicht so verkehrt drauf schon hin. Mein Gott, jetzt liegt die halt auch wieder an! Okay, tschüss! Okay, tschüss! Ich spring jetzt selber mit nach. Was ist jetzt der Topf? Fass es nicht! Fass es nicht! Wo muss ich denn hin? Das Hinterteil ist sicher, aber wo muss ich denn dann hin? Was? Müssen wir schon da oben, aber die Frage ist wie? Kann ich mich ja nicht... der Peitschen runterlassen oder so? Muss ich jetzt nochmal gegen die Affen da kämpfen, oder was? Schon gut. Du hast nicht umsonst Bleiben gefährliches Sie- Loch, ist richtig. Einfach, wo Sie sind. Meglio controllare. Ha beccato uno dei nostri! Tu! Avvertimi quando fai Vector! Scheiß doch mal, Wingel! Boiler, du Spacken, du Spacken! Oh, den kannst du in den Arsch haben. Oh. So, ja, der stimmt, der Tiefkanter geht übrigens wieder. Ich hab einen Rapperized. Und der Brandon ist auch noch! Oh. Jetzt haben wir wieder genauso weit wie vorher. Ich hab keine Ahnung, wo sie geht. Mach mir Feier. Ich sehe einen Scheißdreck hier drin. Gibt's da was? Mit mir? Ich check nicht ganz, wo wir hin müssen. Ich sag, das ist. Schaffen wir das Jahr noch vierstellig? Nein, eher nicht. Eher nicht. Aber ich check nicht, wo wir da hin müssen. Es zeigt schon, dass wir oben müssen, da. Aber es zeigt mir nicht, wie. Und dass das da... Dass wir einfach alle abschmeißen, oder was ist denn der Plan? Weiß das jemand? Weiß jetzt einfach mal alle drauf. Ich weiß ja nicht, was dann passiert. Aber ich sehe da sonst keinen Weg nicht. Da, wobei, gelbe Kabin, rote Kabin, ne. Aber Oktober ist noch nicht gewesen. Das stimmt, aber in der Regel in den Horrorspielen stirbt man auch nicht so oft. Du hast doch da, ich mag halt jetzt...
Und der Pro müssen wir da irgendwie runter, aber ich weiß nicht wie. Spielen wir Silksong, dann wird's vierstellig. Ja, das ist, deswegen spielen wir auch kein Silksong. Nicht da lang, schreibt der Mr. RDP, aber wo dann? Ja, mit da noch mal hinten, hat es da noch irgendwas anderes gegeben? Auch nicht wirklich. Immer jetzt eine Maus hier anscheinend, hä? Oh schon, da liegt doch ein Seil. Wo liegt denn da ein Seil? Das schwarze Ding, was da oben geht, oder was? Da. Kann ich nicht interagieren damit? Kann ich das mit dem gelben Ding interagieren? Nein, gelb ist eigentlich schon immer sehr auffällig. Aber es hilft mir nicht weiter im Leben drin. Kann ich nichts machen. Das andere Loch. Direkt am Loch. Geht da was mit dem Schlauch? Nein, nichts geht mit dem Schlauch. Gefällt mir nicht. Bei den anderen Räumen irgendwo kann man wo runterrutschen. Ah, Pibi! Weil dir weiß ich, du hast es schon gespielt. Ich weiß nicht, ob du schon fertig bist damit. Aber... Frag mich nicht, warum sie mein Hirn jetzt eingebaut hat, dass wir von da gekommen sind. Da sind wir gekommen. Was tue ich denn? Ihr Weiber, dass wir von da gekommen sind! Ist da schon ein wenig was Spanisch vorgekommen, so von wegen so, hä? Okay, bin schon Come stark. va là sotto? Scendi e vieni a vedere. Immer was zum Schmeißen jetzt da. Immer jetzt was zum Schmeißen da. Muss ich denn so... Der Romführer! So. Was am Husel, hä? Und er steht unten und schaut so. Was ist da los? Was ist da los? Geht der wieder weg oder muss ich jetzt da... Ich probier's. Jetzt die Scheiße noch wieder. Los momentan. Wenn ich jetzt da wieder gegen die Affen kämpfen muss, dann krieg ich einen Vogel. Das Ding hier. Come va là sotto? Komm her, nicht zu nah! E vieni a vedere. Puoi scordare. Hätte schlechter laufen können, Kumpel. Da, Schluss jetzt mit umeinander zippen. Mit dem passiert. Was ist mit dem anderen passiert? Untergegangen. Der Bubi untergegangen? Ich weiß es nicht. Indiana Jones goes Kreis. Ja, cool, der war richtig gut. So, einen Kreis soll ich. Gehen wir jetzt da. Gehen wir mal da nach links um mich. Weiter gehen wir nach links um mich. Wo der andere, der da gestanden ist, hingekommen ist, das weiß kein Mensch. Das weiß kein Mensch. Da weiter oder da weiter? Da geht's weiter. Da, hier. Vollsprint. Das war nicht ich. Der Hiebe läuft. Oh shit, das war Joey! Okay. Oh, Scheiße, jetzt kann ich es nicht mehr. Wenn ich eine Freundin anrufe, meine Eltern sind nicht daheim. Was ist dir passiert? Ehi! Che gli hai fatto? Ganz ruhig, Kumpel. Wieder schlägen. Dove sei, codardo? Was?
Fatti vedere! Echt jetzt? Haben wir mir... Haben wir mir jetzt bei diesem Soldatentypen gerade einmal um einen halben Quadratmeter großen Stempel rundherum gelaufen. Und dann hat er uns nicht mehr gesehen. Bei aller Liebe. Aber wer das geschrieben hat, soll halt auf der Stelle seine Arbeit verlieren. Der grunzende Hai visto nessun altro? No, solo questi due. È svenuto. Che cosa diamine ci fanno qui? Le camicie nere ci stanno addosso. Parlavano di un ladro di barche. Forse è questo che stanno cercando. Speriamo. Forza, non perdiamoci in chiacchiere. Per Mitra. Per Mitra. Für Mithras. Wer sind die jetzt wieder? Oder wenigstens einen Knüppel da lassen, damit ich einen leichten Hauch von Sicherheit hab. Hallo? So, na doch nicht. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir den nach? Eine gute Idee, ich weiß es nicht. Ich zieh mir jetzt mal wieder in dieses Outfit da, damit nichts passiert. Aber schauen wir in die Cutscenes ein bisschen besser aus einfach. So, wo sind wir? Eichern ist gut für uns. So, Pistolenmunition, können wir nicht brauchen. Ah ja. Das ist der Shortcut von vorher, wunderbar. Weiter geht's. Oh, leck das Ding an den Wendekreis wie Scheißen von deiner alten. Wo? Achtung, Foto. Oder? Na. Foto wo? Wo muss ich Foto machen? Ist mir scheißegal. Hängen wir jetzt da aus oder? Nein, der wir nicht. Kommen wir mal da weiter. So lange weiterfahren, bis nichts mehr geht. Wie der Timmy Boy schreibt, Meter machen heißt's. Oh, da vorne ist ein Besen. Der Besen. Aber besser. Und mal da. Ah, ja. Merkwürdig. Er sagt halt auch nichts dazu, zu diesen Graffiti-Dingen. Darum ist mir jetzt einfach einmal wurscht. Was wir die ganze Zeit schon vergessen haben? Wir haben auch Peitschen. Hallo? Ich habe eigentlich gehofft, da ist wieder der Herr Shortcut, ich habe eigentlich gehofft, dass man mir jetzt da nicht wieder in irgendwelche Finster... Oh no! Ein bisschen im Scheißdreck umeinander schwimmen schaut da mal gar nicht. Da ist ein Stecker. Stecker. Da geht's da irgendwo weiter, nehme ich an. Ja, das ist aber schon gescheit finster, gell? Ist schon gescheit finster, gell? Und da. Schluss! Aber es ist erst wieder nächste Woche. Vielleicht am Freitag. Aber nur vielleicht. Und aber auch passieren, dass wir essen gehen, dann habe ich ein Problem. Dann werde ich mir nämlich wieder sauber einleichten und werde es bereuen, aber es hilft nicht. Hilft nicht, es hilft nicht, es hilft nicht. So. Was, da kann ich es gleich bleiben lassen mit der Tier, wenn ich da einfach... Achso, na da war man. Ist blau? Ist das blau? Die Frage ist jetzt, was wir da tun. Lasceresti pure la testa
Was war das denn? Der Geibelfisee! Bonanotte, busenfertige Bürgerchris aus dem Bus durch die Schweiz. Kennst du die Folge? Geibelfe und das Tal des Lutens. Der nächste Kass geht auf dein Loch. Presto. Kompletten Schlaganfall drin gehabt im Bus, oder was? So, wo sind wir jetzt gekommen? Wo müssen wir hin? Ich glaube, da haben wir noch nicht. Da wird gespeichert. Ich springe jetzt da nicht umeinander da draußen, auch wenn es so ausgeschaut hat. Wo sind wir? Wie geht's da um mich? Warte mal. Ja, es zeigt schon da hinten drin. Da. Wird als. Wow! Punch it to your face! Bitch! Oh. Wir hätten ja da gerne abschmeißen, aber ich glaube, dass es mir wurscht ist. Du, das war knapp. Knappes Geschichtchen, du. Knappes Geschichtchen. Oder was zum Fotografieren? Baum. Ein ganz schön zäher Baum. Ja, der hat da irgendwo Licht. Weiß ich gar nichts. Was ist denn da drin? Ich meine, da kann ich wieder schwimmen. Birger, hast du ein Problem mit Alkohol oder nur eins ohne? Why not both? Wie Zwicker? Preiset Bam! Oh. Faszinierend. Grad mal, das gib ihm! Ja. Her. Ein Scheißdreck mit dem Ding. Irgendwie schaut mir das nach Stress so da unten. Ich weiß jetzt auch nicht. Ah! Fliegen, Alter. Krieg mir wegen, du Himmelberger. Und wenn ich jetzt runterspringe, habe ich das Gefühl, dass ich stirb, aber ich spring. Hab mal erkunden. Geborim, der namenlose Kreuzfahrer. Er hält ein Zylinderteil in der Hand. Interessanter Hinweis. Da haben sie komische Platten. Almansur Castra. Und dann wieder umeinander drehen oder so und da schwimmt da irgendein Schund drin umeinander. Jetzt gehen wir einfach mit Korkordium. Da sind, okay, da sind 4 Symbole drauf. Die Frage ist, was wir da jetzt tun müssen damit. Okay, da sind die Symbole an der Wand. Was ist da? Da kann man was einstecken. Das ist ein Schwertgriff. Das nächste Rätsel. Ja, aber sowas gefällt mir schon besser. Das schaut nicht ganz so dermaßen. Ja, eigentlich schaut es schon sehr absurd aus. Egal. Ah ja, hier! Sieht aus wie ein Zepter. Zepter! Zeptriges Zepter! Was ist denn da hinten? Da ist noch mehr Zepter. Jetzt warte mal. Auf dem Zepter ist ein Kreuz. Bild. Jetzt mir kommt mir auf, glaube ich. Hab ich schon durchschaut. Haben wir irgendwo Kreuz, das kann der Kreuz sein. Und da haben wir tatsächliche Kreuz, gell? Ah, da ist das tatsächliche Kreuz. Pass mal auf, das stecken wir jetzt einfach mal da rein und schauen, was passiert. Das Rätsel gerade mal das Gibborim lösen. Aha. Miss Weiping-Arbeit! Wir grüßen von der österreichischen Autobahn. Heimreise von Kroatien. Höllenfahrt mit Unwettern. Sind seit 9:30 Uhr unterwegs. Oh shit, Alter. Hoffentlich kommt's gut heim. Kuss auf die Nuss, sagt einem Mo, er soll anständig fahren. Auf die Straße konzentrieren, nicht mir zuschauen. Danke dir übrigens für deinen Resub. So, jetzt fotografieren wir das da mal. Oh, da haben Wörter. Kreuzfahrerwandbild. Die Geschichte des namenlosen Kreuzfahrers beginnt hier. Heute nicht. Fotos inspizieren. Da haben Navem Etopolin Occidentem Primam Lucem Haligast. Etopolis. Jetzt passen wir auf. 1, 2, 3, 4, 5 Wörter haben markiert, aber bloß 4 Beutel. Der Rest weiß ich mal, die können nicht vor irgendjemandem verlangen, dass man. Was ist denn das? Latein oder weiß der Teufel was? Also pass auf. J, E. Der Orden der Riesen. Wie tut man die Fotos untersuchen? J und E hat's geheißen, oder nicht? Ah ja, genau. So, jetzt pass auf. Kreuzfahrerwandbild nachlesen.
Das nicht irgendwie umdrehen? Umdrehen. Oh. Notizen nachlesen. Kreuzfahrer, Kreuzwandbild. So lauten des namenlosen Kreuzfahrers Taten und Schicksal. Ein mächtiger Krieger mit einem Herzen von Gott auserwählt, treu der heiligen Dreifaltigkeit von den Päpsten geliebt. Auf der Heiligast segelte der namenlose Kreuzfahrer zu fernen Landen. Das Schiff ging vor Anker und er betrachtete das Licht des Morgens. Er erreichte Etopolis, wo er nach Westen gewandt auf die Knie fiel. Er flüsterte zum Himmel, er schenke mir die Kraft. Das sind jetzt 4 Begriffe, das sind die 4 Dinger da unten. Schiff, also jetzt brauche ich euch, ja, um mir das merken zu können. Schiff, Licht des Morgens, Etopolis ist die Stadt, Westen. Links. Okay. Ab in den Chat damit. Schiff, Licht des Morgens, Etopolis im Westen. Ja, schauen wir mal. Ja, jetzt passen wir Obacht. Haben wir mir da immer... Scheiße. Da irgendwo Etopolis. Bugner. Schiff, Licht, Etopolis, Westen. Huber, merci. Erstmal die Nachricht anpinnen. Jetzt passen wir Obacht. Kann ich dann das Ding da wieder außer da? Und da einstecken? Ah ja. Ja. Da ist ein Schädel oben, da ist ein Schädel. Wir brauchen die Platten mit... jetzt passt. Eligest. Opolis. Was auch immer das ist. Und das. Ich glaube, ich habe schon verstanden. Jetzt nacheinander die Dinger dran, die genannt wurden. Shift. Und erstmal Schiff. Schiff, jetzt ist die Frage, wie weit man das dran kann. Woher soll ich nie wissen, wo da, in welche Richtung das zeigt? Ich würde jetzt einfach mal vermuten, da ist immer ein Kreuz auf so einer Platte um. Und die können in 4 Himmelsrichtungen zeigen. Das heißt, dann ist das zweite Licht des Morgens. Was kann denn das Licht des Morgens sein? Salamis. Nein, das sind nicht bloß 4 Platten. Hoffe ich zumindest, gibt es noch andere Platten. Ne? Das sind nicht... Wir haben aber bloß die 4 Platten. Mittel schon? Was sind das so? Okay. Wo die Sonne aufgeht. Wie man Luze. Salami ist easy gehen. Ne, da sehe ich jetzt gerade keinen. Also da steht natürlich Etopolis, das ist mir schon klar. Jetzt nehmen wir mir das auch noch um. Einfach so. Mal 1000 A-Zeichen. Ja genau, das ist das erste Kreuz. Und ich glaube, wir müssen jetzt diese 4 Siegel halt brechen. Mit den Hinweisen, die hinter den Sturmmauern da sind. Ich kann mir dann vorstellen, wenn wir das jetzt lösen, dann geht da das Tor auf, kriegen wir den zweiten Schlüssel mit dem Schädel drauf und immer so weiter und immer so weiter. Aber ich muss jetzt erstmal außerfinden. So, wir haben 4 Begriffe. Halt, stopp, da wird sogar Westnot gesagt, oder? So, heute ist Mittwoch. Ist der Sonntag Ruhetag, habe ich die Ehre. Aber ich check die 2 nicht. Was ist das? Salamis? Paphos. Steht da was von Salamis und Paphos? Nicht wirklich. Ja, nein. Linke Maus drücken, dann kommt Geschichte nochmal mit Hinweisen. Bester Tipp ever. Pibi, absolute Programmerin. Das Schiff ging vor Anker und er betrachtete das Licht des Morgens. Er erreichte Etopolis, wo er nach Westen gewandt auf die Knie. Und das Tor da mit Westen, das war nämlich halt links. Etopolis, drehen wir es einmal nach links.
Licht des Morgens Osten, weil da die Sonne aufgeht. Ja, ich hab schon so, aber ich kann ja das Ding bloß im Kreis drehen. Das heißt aber, in welche Richtung schaut denn das Schiff? Sag einmal. Nach links oder nach rechts? Wenn du mich fragst, nach rechts. So. Schiff nach Osten. Also, wenn jetzt natürlich die Richtung des Plus ist, dann ist es genau verkehrt rum. Probier es aber einmal so und dann einmal andersrum. Bei den Bodenplatten sind welche mit Schüttelsymbol. Ist da öfter ein Platten mit dem Licht des Morgenszeichen dabei? Kann ich das Ding auch da eine... Verfickte Scheiße nochmal, da haben mehrere Platten mit... Da haben mehrere Platten mit dem Kreuz. Ich meine, die haben wenigstens einigermaßen bei zusammen, aber gut, sind es nicht. So. Schiff segelt nach Osten, wenn du mich fragst. Osten. Deswegen ist da auch dieser scheiß Kompass. Ach, das ist so ein Fluss. Ein Fluss soll das darstellen. Es ist eine Karten, was wir uns da anschauen, Kinder. Das ist eine Karte mit Inseln und Flüssen. Warte mal, jetzt schauen wir mal. Da kann ich ja nirgends einstecken. So. Aber... Also das hätte man schon irgendwie genauer machen können, da, was weiß ich, in welche Richtung das scheiß Schiff zeigt. Er sagt auf jeden Fall, wenn die Platte... Ach so. Das wollte ich jetzt nicht. Eigentlich dran. Er hat gesagt so. Das sagt ja gar nichts. Ich meine, irgendwann muss die Platten ja richtig sein. Ich hätte jetzt einmal gesagt... Ja, Ruhetag, mir ist wieder ein Reset. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas ist. Da ploppt er es eh sofort auf, wenn man noch irgendwo das Teil einpflanzen kann. Nö. Aber was möchte er da dann? Das ist Helligast. Das interessiert uns eigentlich gar nicht. Wenn dann... Ist da... Ich check überhaupt nichts, so ganz ehrlich, was soll denn der Kram? Das ist schon ein bisschen... Geh mir nicht mehr aus! Das frag mich mal, das macht überhaupt keinen... Macht das überhaupt keinen Sinn da. Ja, wir einfach mal die Bettel oder gerade, was weiß ich nie. Also mal, wo das Kreuz hinzeigt. Also mal da drauf. Richtig rum, richtig rum, richtig rum. Haben wir das noch richtig rum hin? Hast du Raytracing an? Nö. Ja, glaube ich nicht. Ich hab nicht nachgeschaut, ist mir auch scheißegal. Jetzt Space schaut mit Raytracing einfach ganz genau gleich aus. Bloß, dass es die Hälfte von den FPS gibt. Aber das Schiff hieß doch Helligast. Was haben wir denn hier? Haben wir denn hier wo? So. Auf der Helligast segelte der namenlose Kreuzfahrer zu fernen Landen. Das Schiff ging vor Anker und er betrachtete das. Das ist Helligast. Was ist dann das da unten? La Sainte Marie, das ist das falsche Schiff. Bin wieder da, ist was Story-Relevantes passiert, das sind in den letzten 10 Minuten nicht wirklich. Neuen Kopf Reload oder wie? Ja, die Rätsel haben es schon, die sind nicht ganz einfach. Da braucht jetzt keiner schmerzen, weil da irgendeine Bauung hat, der es noch nicht gespielt oder gesehen hat. Was halt ich jetzt nicht weiß, das ist jetzt so viel Try and Error. Eigentlich war es ganz interessant, aber irgendwie ist es ein bisschen Try and Error, weil ich nicht weiß, was ist denn die Richtung, in was zeigt das Beitel, das drauf ist? Das Schiff, das jetzt nach rechts, nach Osten schaut, oder das scheiß X, das da oben ist? Ja, das sagt das Scheiß... Gibt's am Rand nicht noch mehr Tipps hinter die Studien? Ich kriege ja nicht auf, da brauche ich halt den Schlüssel da dazu. Schau mal den Schlüssel, den ich da in der Hand habe, da ist das X drauf. Wenn ich jetzt da hinten schaue, erkenne ich zwar nicht genau, was für Schlüssel da hinten ist, aber es kann der mit dem Schüttel sein. Kreuz, probieren wir alle Kreuz nach links zum Drehen. Oh, das sagt schon nach links. Das ist ein guter Punkt, das gehört jetzt einfach ausprobiert. Ich glaube, das Kreuz zeigt die Richtung an. Ich glaube halt, das Kreuz zeigt halt nur sehr deutlich sichtbar an, was für eine Art von Platten das ist von den 4. Aber ja, machen wir mal alles nach links, was weiß ich nie. Ich gehe halt nach dem Kompass. Wow, Maxi, was für ein toller Tipp.
Und dann? Steht da drauf, wo ich sie dran muss, oder was? Steht da drauf, wo ich das Kreuzel in die Richtung dran muss oder das Beutel? Und jetzt ist da ein Haus. Ein isometrisches. In welche Richtung zeigt das, Maxi? Hm? Sag! Los! Du hast jetzt selber eingeritten. Los, Maxi, ich weiß nicht. Erleuchte uns. Du kannst auch einen anderen Rätselraum zuerst mal. Was, es gibt einen anderen Rätselraum? Da hinten haben wir noch so ein Ding. Da steckt auch so ein Schlüssel drin. Hier geht's von der Weiden leider nicht, was ist. Kann aber dieses. Das hat bestimmt einen Namen. Das ist das Teil da. Dreifaltigkeit, irgendwas Scheiß. Da hinten vielleicht noch irgendwas. Es zeigt in die Vergangenheit. Kreuz zeigt die Richtung an. Killing. Na, Birger, du sagst, wir dürfen nicht spoilern. Ja, noch nicht. Wenn ich jetzt da nur eine Viertelstunde brauche, dann schon. Aber ich gehe jetzt einmal dem Tipp nach und drehe die Kreuzel alle nach links. Dann sehen wir's. Burix erinnert mich an Snickers. Ja. Muss mal einen René fragen, was dann passiert. Ja, alles nach links. Das Ding, das weiß kein Mensch, wo das sieht, sagt. Das zeigt nicht komplett, aber drehen wir es einmal nach links. Kannst du noch ein rotes Tor öffnen? Das ist auch ein guter Punkt, Herr Sevenkili. Wir haben noch nicht direkt vor alle geschaut, aber das glaube ich nicht. Weil da brauche ich halt den Schildschlüssel, da brauche ich den Dreifaltigkeitsschlüssel, wenn das heißt. Und da brauche ich den Schwertknaufschlüssel. Ja, aber wieso steht da dann, wo das Licht des Morgens ist, ja definitiv Osten. Rechts. Und er erreichte Etopolis, wo er nach rechts gewandt auf die Knie fiel. Und die 4 Begriffe, die sind ja nicht zur Gaudi unterstrichen. Lies nochmal den Text vor, geht einfach eine der Maustasten halten. Herr Luki, weiß ich, so hat uns die Key, wie schon gesagt. Hat mehr mit Horror-Games zu tun, sorry. Ja, warte nicht, sie waren nicht gemeint. Rätsel markiert den Spot. Und wie es weitergeht, sehen Sie in der nächsten Ausgabe. Irgendwas mit Salamis. Also definitiv. Was ist das? Helligest Schiff ist die Platten da oben. Licht des Morgens, Osten. Du hast nach rechts dran, das Scheißkreuzel. Hab's drauf. So, ohne jetzt noch zum Schauen, weil Es eventuell... muss noch mehr Zepter geben. Ja, Schnauze, ansonsten habe ich es jetzt verstanden. Was hat er dann, was haben wir dann gesagt? Er ging in, Staat vergessen, das Ding da, Äthiopolis, nach, Westen knien, alle. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, grob verstanden. Jetzt geht der Bums da auf. Haben wir mit da eine Falle? Es muss einen Weg geben, an das Zepter zu kommen. Was wird denn, wenn ich da drüber laufe? Mal sehen, was jetzt passiert. Mal sehen, was jetzt passiert. Oh, toll. Feuer. Oh, toll. Voll. Jetzt habe ich es verstanden. Was ist denn jetzt? Kann man das auch wieder ausschalten oder bleibt das jetzt so? Mach das wieder aus. Was soll denn der Krampf? So hab ich den Hebel betätigt! So brenn ich noch! Moment, jetzt muss ich noch was essen. Wieso habe ich jetzt den Hebel da betätigen müssen? Kannst du mir das sagen? Hm? Sehr gut, Gesundheit. Okay, so, haben wir wieder Full Life. Passt. Schnell jetzt. Ich will nicht verbrennen. Das letzte. Geht dann bitte die Falle aus, ja? Herrgottselig. So. Da hätten wir aber aufgekraxeln können, Herr Indianer. Aber gut. Dafür So. bin ich durch die Hölle gegangen. Dafür bin ich durch die Hölle gegangen, das ist richtig. So, Schildzepter. Ein großes, mit einem Schild verziertes Windeisen. So, was war das Schild? Wo ist Schild? Wo ist Schild? Ja, da hin. Easy going.
So, dann mach den Bums auf oder was weiß ich, was das ist. Scheinbar noch ein Teil der Geschichte. Teil der Geschichte. 2 Wochen darauf bemächtigten sich die Männer des namenlosen Kreuzfahrers der Schätze Naklas. Der Feind prallte gegen ihre Schilde und fiel zurück zu den nahen Ruinen. Bei der Burg des Horus verließ sie ihr Glück. Der Kreuzfahrer warnte die östliche Festung. Okay, das ist Naklas, nahe Ruinen, wo auch immer die sind, aber wir werden es schon herausfinden. Das ist Arx, Delem Hori, Dingsbum, Naklas. So, wo haben die nahen Ruinen? Haben das Ruinen? Das schaut mir ob ihr ein bisschen ob ihr irgendwie Kipf. Wo sind Ruinen? Schaut ja aus wie. Ja, haben die so. Ja, dann lassen wir es doch einmal nach unten sagen, hätte ich gesagt. So, und dann haben wir Burg des Horus, östliche Festung. Burg Horus, Horus, Horus. Horus, Horus. Da steht gar nichts. Was haben wir da noch irgendwas? Burg, 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 Burg. Vielleicht steht das nicht dabei. Dann müssen wir eine Burg suchen. Haben wir wieder irgendwo eine Burg? Das schaut nach Burg aus. Schaut ja nach Schloss aus. Hori Castrum. Kann das Horus heißen? Drehen wir mal das nach rechts. Ansonsten drehen wir einfach alle anderen Schädelplatten nach rechts. Bingo. Maxi. Warum ist der Maxi auf einmal so stark? Was ist hier los? So, wenn wir jetzt... Was haben wir hier? Wie komme ich an das Zepter? Ich weiß nicht, wie wir einfach das nehmen. Das ist das Schwertzepter und da oben ist das letzte. Da ist ein Zettel. Skelettnotiz. Malum bezeichnet in der lateinischen Sprache den Apfel. Die Frau auf dem Wandbild ist nicht Eva. Sie ist vielmehr die Französin Marie. Die Schlange steht für Tod und Wiedergeburt. Das Kreuz, an dem der Herr für unsere Sünden litt und starb. Armer Kerl. Da lief eindeutig was falsch. Oh. Oh. Hier drauf Schlange, Helm, Wixgriffin, Vogel! An der Tüten mit lauter kleine Baguette sein, die auf dem Stecker von einem Baguette steckern oder ein Bämsel, weiß ich nicht. Ohne Apfel sein kann, aber auch, Sie wissen schon was sein. Feuer, Pfeil, Schlüssel, Hase, Schwert. Schild, Axt. Da steckt sein Arm drin. Das war anscheinend nix. Jetzt, warte mal. Wenn wir den da herlegen. Ich zieh jetzt einmal da an. Da werde ich in den Arsch gehen. Da liebt jemand Feuerrätsel. Was ist das da? Schlüssel, Schild. Schlüssel, Schild, Apfel. Jetzt warte mal. Er hat ja in der Notiz geschrieben, es ist nicht. Notizen. Skelett. Es ist vielmehr die Französin Marie. Die Schlange steht für Tod und Wiedergeburt. Die Frau auf dem Wandbild ist nicht Eva. Ich sag Opfe. Ich sag trotzdem Opfe.
Was hat denn er da gezogen? Wieso zirkt denn er das Kreuz, der Vollidiot? Ja, gut. Also, was war's gleich wieder? Schlüssel, Schild, Apfel. So, Wenn das mal gut geht. wenn das mal gut Was ist. zur Hölle? Schlüssel, Schon Schlüssel, besser. Schild. Ich glaube, ich hab's. Das Kreuz auf dem Schild, nicht das Kruzifix. Apfel! Und 3. Und jetzt? Weißt du, da steht nicht, was für eine Nummer das ist. Es gibt bloß 3 Dinge. Ah, fuck, da unten ist ein noch eins! Dann war das jetzt mehr Dusel als verstanden. Dann brauchen wir die Schlange. Brauchen wir die Schlange. Schlange, schlängliche. Schlüssel zum Vatikan. Das Kreuz auf dem Schild. Dann Apfel. Hab's zwar kurz Und die übersehen, aber Schlange. das war Absicht, das war schon so. Easy! So, Hab den Test wohl bestanden. wo ist jetzt der andere Schlüssel eigentlich hin? Wo ist jetzt der Ich hab doch da einen Schlüssel. Oh mein Gott, wenn der wieder fort ist, dann. Oh, liegt der Gott. So, was haben wir da in der Bratzen? Das ist dieses Dreifaltigkeitsding. Das stecken wir jetzt einfach mit da rein. So, bevor wir weiter den. Da tun. Das ist den Schwertgriff. Schwertgriff wo, aber eins nach dem anderen, damit wir da nicht durcheinander kommen. Voll. Dann machen wir erst das Dreifaltigkeitsding. Jetzt sollte das da gewesen sein. Ja, einmal rein fotografieren. Dankeschön. Hier geht die Geschichte weiter. Nicht gerade fröhlich. Nicht gerade fröhlich. So. Bei der Burg Malum, namenlose Kreuzfrau, seine Liebe mit Maria an seiner Seite, blickte er zur Zitadelle. Scheiße, was ist eine Zitadelle? Zum nächsten Mond erklangen Schreie. Die Burg steht in Flammen. Vom Wachturm lief er beim wilden Inferno entgegen. Doch es war zu spät. Oh, da hat aber Facerhand drin. Na gut, das müssen wir jetzt noch da reinmachen. Jetzt, warte. So. Mal sehen. Burg Malum. Richtung Zitadelle. Malum. Melon. Aber Malum. Richtung Zitadelle. Ist das da drüber Zitadelle? Ich weiß nicht, was ist eine Zitadelle eigentlich genau? So in echt so. Ich weiß im WoW, was eine Zitadelle ist. Ja, aber ich mach jetzt einmal so. Okay, den machen wir nach links dran reinkennen. So. Ich hätte jetzt einmal gesagt gehabt. Custodes Fastigium. Ist das eine Zitadelle? Ist das die Zitadelle oder ist das die Zitadelle? Ich habe keine Ahnung. Und mehr gibt's nicht. Oder ist die Zitadelle da hinten? Nicht wirklich. Zitadelle ist gleich eine Kirche. Ich glaube mir, das da noch eine Kirche als dieser komische Turm da, gell? Ja, jetzt sagen wir mal nach oben. Schaut vernünftig Was haben aus. wir da? Vom Wachturm liefert dem wilden Inferno entgegen. Dann ist das da der Wachturm, oder ist das der Wachturm? Touris, wildes Inferno. Wildes Inferno entgegen. Ich sehe kein wildes Inferno. Also man bezeichnet das da, weil es so hell ist, als das wilde Inferno, aber ob da noch irgendwas steht, Amun Kateb, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so schön, das sehe ich nicht. Das ist ja kein Feier nicht irgendwo oder sowas, oder Zerstörung. Da ist das Inferno, weiß ich, das ist auf alle Fälle nicht das Inferno, das ist auch nicht das Inferno.
Vom Turm auf Richtung Malum, meinst? Zum nächsten Mond erklang ein Schrei. Die Burg steht in Flammen. Vom Wachturm lief er dem wilden Inferno entgegen. Die Burg steht im Flammen. Kannst du absolut recht haben. Absolut recht haben, mein Freund. Burg. Also Turm Richtung Malum, weil das Inferno ja in Malum ist, du Idiot. Also, ich meine damit mich übrigens nicht die. Burg ist das Inferno. Aber wir lassen den Turm auf Malum schauen. Geht nicht. Oder lassen wir einfach einmal den Turm in Richtung dem anderen Turm schauen. Mehr lesen als die unterstrichenen Wörter, lull. Brengi Schnauze. Entmutigt suchte er im Norden um Gottes Erlösung. Jenseits der Flammen wandte er sich zu seiner Liebsten ein letztes Mal. Nur mehr Asche war sie, genau wie sein Herz. Naja, Eislach und sie hätten natürlich das Rätsel auf 2 Minuten gehabt. Klar. Ja, jeder im Chat. Okay. Ja. Malum, dann sucht er offensichtlich dort Zuflucht, nehme ich mal schwer an. Jenseits der Flammen wandte er sich zu seiner Liebsten ein letztes. Man, da war das Ding. Na also. Was ist jetzt aufgegangen? Was ist jetzt aufgegangen? So, der letzte Stecker, wo habe ich den hingeworfen? Der steckt noch, glaube ich, gell, da. Halt, stopp. Das ist nicht so. Das Ende der traurigen... Da ist immer mein Chat aufgehängt. Goddammit. So, jetzt pass auf. Gib's mal. Was ist das? Alles klar. Beim Lager Al-Mansur. Alle Hoffnung verloren. Wo ist Al-Mansur? Al-Mansur. Vollrasur. Al-Mansur Castra. Sah der namenlose Kreuzfahrer auf dem fernen Fluss ein Schiff vorübertreiben. Wo ist da ein Schiff am Fluss? Ist das Ding? Da irgendwo ein Schiff, das da in einem 90-Grad-Winkel droh ist. Es gibt eigentlich bloß Schiff. Kann dann für einen fernen Fluss meinen, aber es ist schon der da. Aber wo? Da geht's da nach links oder nach oben? Reizt es einmal nach links. Reizt es einmal als links, das sehe ich als größte Schwachstelle noch, aber schauen wir. In Ruinen im Süden griff man sie von Osten an. Ruinen. Aber das schaut also ein bisschen nach Angriff aus da. Aber nehmen wir mal die Ruinen. Mal sehen. In Ruinen im Süden griff man sie im Osten an. Drehen wir den nochmal auf rechts. Ja. Sie zogen vergeblich ihre Schwerter. Auf dem Schlachtfeld, wo Flüsse sich teilten, kämpfte und fiel er, und in seiner letzten Nacht blickte der Kreuzfahrer sich selbst in die Augen. Schlachtfeld ist ja dann wohl das hier.
Oder so, ne? Dort teilen sie ja die Flüsse. Sie teilten, kämpfte viel er. Und in seiner letzten Nacht blickte der Kreuzfahrer sich selbst in die Augen. Das ist es. Haben wir jetzt zufrieden, ja? Haben wir jetzt zufrieden? Ja, was ich jetzt damit tue, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, meine Kamera hat sich verschoben. So, okay, es geht bei ich bin jetzt einmal wieder da, weil wenn ich die ganze Zeit so da sitze, bin ich halb bloß im Battle, das ist nix. Das ist nix. Das ist nix, Kinder. Ja, easy going. Gibt es noch irgendwelche Beschwerden? Haben wir noch irgendwas zum Diskutieren? Oder habt ihr bloß 4 Minuten dafür braucht? Ich bezweifle das. Das Schwert des Gibborim! Das Schwert des Gibborim. Ich hab irgendwas geflüstert. Gibborims Herz durchstoßen. Oh, da ist ein Schlitz drin, Jane. Das muss jetzt leider sein. Und rein damit! Aber um einmal grundlegend drauf zu kommen, wie es funktioniert, ist nicht ganz einfach. Oh, Zylinderteil. Danke, mein Großer. Bleh! Lösung für das Grab Gibborim. War ein cooles Rätsel. Aber der Einstieg ist ein bisschen schwer gewesen. Das Grab mal verlassen. So, wo sind wir wieder hergekommen? Hoppala. Haben wir jetzt eigentlich schon rausgefunden, wo man blockt? Ich hab noch nicht rausgefunden. Blockt. Rein. Rein in die Olga! Ja, easy going. Wenn das nicht stabil war, dann weiß ich auch nicht, was dann. Ja, da gibt's jetzt mal einen Schaufelbonk. Also ich bin für einen Schaufelbonk. Ihr? Hi! Locker! Alter! Bruder! Gib mir den Hammer her. Leg dich jetzt! So, Freunde, was wir mir jetzt schnell nachschauen. Weder auf der rechten Maustasten blocke ich nur auf V. Wo blockt man? Aus der Türbelegung. Links, links, springen, sprinten, hocken, verwenden, fallen lassen, schlagen, schießen, werfen, wegstecken, aufheben. Ah, jetzt einmal ab, du behinderte Kackfliegen! Was ist denn eigentlich los mit dir? Hab keinen Fliegenduscher. Warte mal, muss ich schnell mit dem Polen aufdreschen. Da bist einfach geschlagen, sind einfach weitergeflogen, Alter. Was ist mit der? Blocken parieren! Auf Alt! Auf dem 6er. Das hab ich damals gemacht, weil ich. Ja, ihr kennt meine Maus nicht. Ich hab ein paar mehrere Tasten wie die meisten links an der Maus. So, heilen wir uns einmal, hätte ich vorgeschlagen. Heilen wir uns einmal. Jetzt ist mir mal. Eine mit dem ganzen Bums. Wo ist der Hammer? Gib mir den Hammer. Die fetten Kasperl da noch mit daherkommen und kriegen einen Vogel. Hat die Fliegen gestöhnt, was er schon. Ja, so. Oh, da waren wir schon. Ja, easy going, Jay. Easy! Das letzte Zylinderteil für. Jetzt warte mal. Das muss ich mal. Müssen wir mir hin. Da muss ich jetzt nicht runterspringen. Da ist ja nicht unser Boot. Aber ne? Da ist ja nicht unser Boot. Wo müssen wir hin? Wo sind wir wieder gleich wieder gekommen? So. Den Hammer. Wer weiß, für was wir den Hammer brauchen können, den legen wir ins Boot ein. Den legen wir mir sauber in das Boot hinein. Habt ihr halt eigentlich schon mal auf den Like-Button draufgedrückt? Ecker übrigens, mir ist wieder ein Abo. Nicht Subscription. Abo, habe ich gesagt. Gibt's da hint? Gibt's da was? Ich weiß nicht mehr, wo wir gekommen haben. Ich sag's, wie es ist. Das war, glaube ich, der Shortcut. Hä? Kommt das da schon? Ist das der. Treffe nicht das Mikro, da hast du recht. Hast du recht, ich tue es wieder ein bisschen weg. Spring jetzt einfach. Hoffentlich kein Tipp im Reiseführer. Ich habe keine Ahnung, ob wir da hin müssen oder nicht, aber wir werden es schon herausfinden.
Da muss ich jetzt mein Boot nachschwimmen. Gar keinen Bock. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht, aber geht einmal zumindest grob weiter, wir werden sehen. Immer mir da sein, Alter. Meine Güte. Ein Knüppel für mich, was haben wir da? Brief eines toten Schwarzhemds. Ecco, ti pare... Fratello! Lass das sein. Vollidiot! Gibst du einen Kerzenständer daher? Das nächste Mal fange ich Schießen! Was ist da? Da? Das nächste Mal fange ich Schießen an! Mal sehen. Da kann ich anziehen, ich hab's schon gesehen. Da haben sie sich einfach da hinter der Brücke versteckt, die Huren. Ja, was haben wir da? Leckeres Cornetto. Cornetto Schoko, Vanille, Erdbeer, Babene, Babene. Wieso kann ich da umschwingen? Was ist denn das für ein Blödsinn? Überhaupt keinen Sinn. Gut, jetzt springen wir da mal wieder runter und dann gehen wir dem da hinten einen Peitschenruck, das sagt er ich. Ist da ein Loch drin? Oh, da ist tatsächlich ein Loch drin. Ach, da kann ich mir runterseilen. Gut. Rein in das Fensterloch! Oh no. Oh Gott, diese... Gladiatorenszene. Ein Labyrinth? Das schaut noch Stress aus. Schaut noch mehr Stress aus als jeder Gegner in dem Spiel. Ich hab's mir fotografiert, damit nichts passiert. Ja gut, aber Rätsel, ich meine, das Spiel besteht ja aus Rätsel. Also, es ist ja, ich bin ja so der Rätseltyp, aber irgendwie finde ich es ja auch cool. Also kann ich da springen, ohne dass man es gemerkt wird. Schauen wir uns das einmal an. Was ist das? Sieht auch wieder aus, als dass da irgendwo Flüssigkeit umeinander rinnen. Frage ist, was wir da kennen. Ja, gut, es gibt 4 Gladiatoren. In der Mitte ist wahrscheinlich dieser Kreuzfahrer. Der hat einen Schwertgriff in der Hand. Oder auch wieder seine Hand zu. Vielleicht fällt da auch wieder so ein Zylinderteil raus. Ist ja auch nicht gone. Das stimmt. One war einfach gnadenlos überbewertet. Und in dem Spiel ist einfach die Atmosphäre besser. Und schauen wir was... Ah, jetzt sagt Foto 2. Schauen wir mal. Kopfloser Gladiator. Ein Riese. Kein Kopf. Kein Schwert in der Hand. Der Schwertgriff hat keine Klinge. Dann muss da irgendwo eine Klinge umeinander klingen. Die jetzt 8 gehabt. Irgendwo. Was da dann passiert, aber wir werden es sehen. Wir hatten da ein Schwert von denen. Da irgendjemand ein Schwert von denen. Ja, der Schädel ein farbiges. Warum ist das Schädel farbig? Ja, sein Schädel ist auch farbig. Alle diese Schädel sind farbig. Warum haben die Schädel? Da ist ein Facki drauf. Löwe. Tiger. Bär. Geht noch zum Rätsel, ist garantiert. Ja. So. Leider, weil ich einen Scheißdreck gesagt habe, wir brauchen... Was war denn eigentlich, was wir brauchen? Wie jetzt mal gesagt... Mit der... wir können da sogar auf. Nix in der Hand, wir brauchen einen Kopf.
War sonst noch irgendwas? Vermutlich müssen alle Gladiatoren Zure. Oh ja, stimmt. Stimmt, ja, vielleicht kann man die so umeinander schirmen oder so. Braucht man aber dann das. Ja, natürlich braucht man das da. Zum Versetzen, wo man durchschirmen muss, kann. Der Eingang zum Hauptgladiator ist überall da. Der Arm schaut beweglich aus. Ja, Arm. Aber da ist das Spiel eigentlich recht gut, dass der schon von so 3 Meter oder 2 Meter Entfernung zeigt, wie man mit irgendwas interagieren kann. Ist da nix, gell? Irgendwie wieder auf. Ah ja! Guten Tag. Guten Tacho! Da ist eine weiße Scheiße drauf, aber da... Kein guter Winkel. Kein guter Winkel. Was möchtest du? Nettes Wildschwein hast du da. Auf dem Schild dieses Kerls ist ein Mitschreiben. Löwe. Mitschreiben. Löwe. Löwe, Wuizau. Irgendwie da um mich immer. Ne. Ich durch, ne? Das wird dann wahrscheinlich aufgehen, schätze ich mal. Ich schätze einmal, man macht dann mit dem Löwending da unten irgendwas, was auch immer man damit macht. Gehen wir da irgendwie um? Da auf keinen Fall. Hier irgendwas? Wie Wildschwein. Ja, aber da komme ich nicht um. Also das ist nicht gewollt. Aber man sieht's von da. Nummer 3 ist sein Großschild mit, was war da drauf? Tiger. Nummer 3 ist der Tiger, folgedessen ist der Bär Nummer 4. Bin ich mir da hundertprozentig sicher, weil wir haben 2 Großschilde. Wir haben nicht 2 Großschilde, wir haben bloß 1. Das sind Zahlen für die Reihenfolge, Mr. DM, das ist absolut richtig. Absolut richtig. Und jetzt macht es auch Sinn, dass eins von den 4 Schildel eine ganz andere Form hat, damit man es von der Weiden schön erkennt. Und der letzte ist der Bär. Gut, das heißt, wir brauchen auf diese anderen Seiten brauchen wir nicht um. Die Frage ist jetzt bloß noch, was zum Fick müssen wir da? Wollen wir mit den Dingen irgendwas da? Oder ich weiß nicht, was ist ich? Hier? Hast du was? Hallo? Was war der erste? Löwe. Löwe. Ich hau jetzt einfach mit drauf, keine Ahnung. Ne? Timba Pumba Tiger Balu. Aber ich weiß nicht, was man da damit machen soll. Ja, nicht Schirm oder so. Waffe. Üppihand? Ne. Ich hab irgendwie das Gefühl, wir brauchen die Items, das Schwert und ein Kopf oder so. Wenn du nicht da raufkommst, warum waren da der Kantenmaler da? Was dann Schirkan vergessen? Stimmt, warum war der Kantenmaler? Richtig. Schau mir ein bisschen, dass ich dir nicht selber draufkomme. Sag ich dir, wie es ist, weil das ist ja offensichtlich. Kann aber heute auch Trap sein. Da die eigentlich nur cool finden, wenn sowas einmal als Trap benutzt wird. So, easy. Aber ihr hättet jetzt eigentlich... Ah, da liegt der Item. Ihr hättet jetzt eigentlich das ganz cool, eine coole Rätseldesign-Idee gefunden, dass man am Hand von der Schildform dann ganz klar sagen kann, das ist das und dann muss das letzte das Ding da sein. Aber wurscht. So, was haben wir jetzt? Was liegt denn da? Das brauchen wir. Ja, wer hätte das gedacht? Die Klinge eines Schwerts. Eines Großen. Easy. Schande! Ring! Das ist richtig. Absolut richtig. Jetzt warte mal, jetzt werden wir noch Fotos machen.
Dieser Gladiator scheint Tiger zu mögen. Der Schild ist geschmückt mit Bären. Jetzt. Hoppala. Müssen wir uns da wieder oben. Ja. So. Wer hat deine Sticker? Ab, Riesenklinge. Das kannst du sicher brauchen, Kumpel. Und rein damit. So, das Rätsel um das Gladiator-Labyrinth. Der Ball rollt ins Labyrinth. Muss ihn wohl in die richtige Richtung lenken. Die falsche Reihenfolge. Okay, ich verstehe. Löwe. Ja, man kann ja das da umeinander sitzen, wie man will, gell? Was haben wir auf? Der kann einfach... Wo ist das Ding? Wo ist denn das gerade Teil hin? Wo ist das gerade Teil? Wo ist denn so rein? Oh, dann machen wir so. Dann tüdelt der da aus, es geht quasi anders rundum und es ist keine Flüssigkeit, sondern eine Metallkugel rein in den Löbel. Löbel. Nette Mechanik. Er selber Foxy, was man auch gerade denkt, das ist eine nette Mechanik. Ah, das Ding kugelt weiter! So geht's nicht. Was? Muss ich das in einem Zug? Okay. Okay, ich muss nachdenken. Löwe, wie wollen wir noch mehr posten? Löwe, Wuizau, Tiger, Bär. Löwe, okay, wir fahren da geradeaus, dann gehen wir da. Und dann gehen wir da so rein, dann kommt der Bums da raus. Dann müssen wir nach links abbiegen. Ja. Coole Rätselidee. Kannst du sagen, was magst du? Das ist eine coole Rätselidee. Ja, falsch rum. Mein Niems halt. Wir müssen jetzt da passen. Ja. Es wird wieder weiterfahren, ja. Ein Tiger und dann zu ihm. Das passen wir auch, wir haben gar nicht so viel gesehen. Oh no. Oh no. Oh no. Wir müssen das umbauen, währenddessen die Kugel da rum. Oh no. Was man sagt halt da nicht, was verdrummt. Ja, da Rechtskurven noch in der Hintern. Oder müssen wir jetzt üben? Das mag ich first tryen. Wuizau ist aber jetzt als erstes, oder? Nein. Die Kugel kommt da raus, geht da rein, geht da geht geradeaus, geht da durch, fährt da um Kurven, geht da rein. Dann sind wir schon beim Löwen. War der Löwe? Scheiße, was war? Ach, fuck! Und die ganze, das ist der Löwe. Wir müssen zum Löwen zu. Oh, fuck, Alter. Okay. Ja, ich hab mich vertan. Ich war aus irgendeinem Grund die ganze Zeit bei, das ist der Löwe da. Da müssen wir als erstes her. Scheiße. Wo ist die Kurven? Geht die. So. Von da außen und da geradeaus durch. Oh mein Gott, das ist voll schwer. Alter, das musst wirklich ein paar Mal machen, bis du da drin bist. Das wird kein Fist-Try. Michael. Weiß nicht, was du meinst damit. Hey, war das nicht erst Wuizau und dann Löwe? Aufschauen, ich glaube, dass man es von der Runden sagt. Nein, Wuizau war Nummer 2. Löwe ist da. Ja, die. Oder? Schauen wir nochmal. Die Zeit müssen wir uns nehmen, das hilft ja nicht. Das ist der Löwe. Das ist Wuizau, weißt schon.
Löwe, Wuizau, Tigerbär. Löwe, Wuizau, Tigerbär. Bist du sicher? Du kommst doch gar nicht als erstes zum Löwen. Doch, doch. Ich mich schon, ja. Kugel kommt raus, fährt da ums Eck, fährt da hinten, fährt geradeaus. Das ist für den Narr. Scheiße, was ist denn das Ausding? Das geht schon, man kommt schon als erstes zum... Dann was ist das für... So. So. Fährt außer, fährt da um, fährt Kurven, fährt da hinten und geradeaus um. Wir haben nur, jetzt schauen wir mal noch mal, ob wir nur die 3 Teile haben. Sonst bin ich da nur am umeinander bauen. Bist du Psuffer, Alter? Wie soll denn das hier hauen? Dass sie die Scheiße da jetzt auswendig lernen. Außer, Kurven da Kurven da, geradeaus. Zack. Sind wir beim Löwen. Kommt hinten rausgeschissen. Kommen wir wieder zurück aus. Alleg. Damit. Oh, Alter. Aber woher weißt du, dass das das erste ist? Weil da oben auf den Tieren haben diese 4 Schilder und darunter sind Nummern. 1 bis 4. Das ist ein Modell, Alter. Aber weißt du, ich darf nichts sagen, wenn ich da anständig sehen darf, was das für Kurven ist. Ja, ich seh's schon, aber nicht auf zack, sofort. Und mich da so behindert hinstellen müssen, wie das da einsteht. Das ist ein bisschen das... Alec! Ja, das dauert jetzt bis Freitag. Das große Stiegel brauchst oft. Das Geradeaus-Stiegel brauchen wir oft. Laufen wir es einmal ab. Das ist auch First Try, das geht sowieso nicht. Das jetzt, oder das müssen wir immer und immer wieder machen, bis wir durchkommen. Also, da lang, 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 dann sind wir da drin. Und kommen wir da außer, dann brauchen wir das Gradstiegel. Nochmal, da brauchen wir das Gradstiegel sofort nochmal. Deswegen haben da so viele Kurven drin, damit wir es direkt da nochmal einbauen können. Wir können es natürlich auch umeinander lenken wie ein Behinderter. Wir müssen in erster Linie einfach einmal schauen, dass die Kugel nicht runterfällt. Und dass wir es grob in die richtige Richtung lenken. Wenn wir es dann aus Versehen einmal zu dem falschen hinlenken, dann hilft es auch nicht. So, dann wird es da hinten wieder rausgeschissen, dann fahren wir da um. Dann gehen wir da um Kurven. Gehen wir da um die Kurven. Gehen wir da um die Kurven. Da wird es dann brenzlig. Da müssten wir dann da um Kurven, dann fahren wir da gerade auch. Wenn wir mal da haben. Ah, lecker, der was? Bruder, mach einfach. Ich weiß nicht, wo die Kugel kommt.
Perlen. Perlen vor die Säue. GG, easy noob / dance, motherfucker! So, was müssen wir jetzt da? Das ist lächerlich. Kaiser Nero. Das bedeutet Ärger. Nicht so lange. Was genau habe ich jetzt eigentlich gekriegt? Ja, stimmt. Das Ding, was wir gesucht haben. So, wo geht's weiter? Geht's da weiter? Okay. Ja, da geht's nicht weiter. Geht's nicht weiter? Der Indie-Moment. Oder nur kurz sind neu sein müssen. Ah ja. Easy! Wenn diese Nummer jetzt da gerade kein Like wert war, dann weiß ich nicht, was dann. Okay? Gibt Stress, der was zum Zuhören dabei hat. Wir nehmen einfach eher mit zum Zuhören. Was passiert denn eigentlich, wenn man einem Gegner. Stell dir vor, du vermöbelst einen Gegner mit dem Gegner. Was passiert denn dann eigentlich? Oh nein, da liegt eh was schon her. Ja, warte, ich tu dich da auf Bankerl sitzen, gell? Du tust dich da her sitzen. Du kriegst den noch mal so. Bonk. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Nulla mi sembra familiare. Ci forge nessuno. Scheiß Fliegen, jetzt hau mir ab jetzt! Verschwinde! Chi va là? Zu fünft haben wir schon kleiner nicht gestiefelt wie die! Ah, los geht's! Was ist da? Cornetto schon wieder. Nach jedem einzelnen Gegner, der dumm ist wie Stroh, wird mir ein Cornetto hergeschissen. Das ist auch lustig irgendwo. Also der Fette. Der Fette hat einen... Maul halten! Oh, ich hab daneben geschmissen. Scheiße. Ja, ich weiß jetzt, wie man Block du Spack. Oh, geiler Zweihänder. Was da? Ja, keine Ahnung, der ist eh dumm wie Scheiße. Was machst du mit dem? Okay, Oh, ich hätte mir mal halten sollen! Eccoti qui! Ti sventro! Lasciali! Weg da! Non puoi nasconderti! So macht man das! Ja, so viel Schein dabei, das klang für euch Spackers alle! Zeigt mal gescheite Schuhe, was möchtest du? Stell dir vor, da rennst du in der Kanalisation umeinander mit denen, was ich was das da ist. Aldi-Netzer. Ruzifix. Wie nutzlos ist denn der scheiß Zweihänder? Dem weichen sie immer die ganze Zeit aus. So mit dem Ding. Schmeiß ihn dann ins Gesicht. Scheiß drum. Da, haben jetzt doch noch mehrere so Kasperl da, oder was? Wo sind die hin? Das ist schon witzig. Wieder da? Ah, nein, da haben wir gekommen. Jetzt müssen wir wieder zurück, oder? Wir haben alle... Was müssen wir jetzt eigentlich tun? Zu Puerto Rico! Ricci!
Ich kenne die scheiß Kuttentrottel genauso blöd wie die Nazi-Trottel. Ich kann jetzt das Song dazu. Blub. Wo ist denn mein Boot? Das habe ich beim... Werden da eigentlich fotografiert? Ah. Wir können nicht der Heidelbeer zeigen, dann mein Beidel. Unheilvoll. Frau, der ist wirklich extrem alt. Na, muss ich jetzt so zu meinem Boot zurück, ja, Gott sei Dank. Tag heute. Nicht mein Tag heute. Nee, das ist der Styroporkerzenständer, der Schwung von selber. Ach, jetzt muss ich zu meinem Boot hinter bodeln. Dann muss ich wieder heimfahren. Ja, Kinder, das hätte ich mir auch schöner vorgestellt, aber das hilft jetzt nicht. Feuer in der Kloake Max wäre lustig, wenn du alles in die Luft jagst. Old but gold, das ist das Gute über die U-Brot. Mach mir das U-Brot! Brot! Ich muss doch nur zu meinem Boot! Ist das schon? Ja. Alter, hätten wir heimschwimmen auch können. Was ist denn mit der? Alter, das ist die absolute Heidefliege, Alter. Das ist die absolute Heidefliege! Ich weiß nicht, wo die herkommt. Arschloch, angeschissens. Moment. Wenn ich das Ding noch nicht vor mir aufmache, ich weiß irgendwie komisch, wenn ich da umdrehen müsste. Das hätte mich jetzt gewundert. Nein. Habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Miau. Ist das der Shortcut nach Hause? Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube, da haben wir gekommen, oder? Da sind wir gekommen. Easy. East Cheese! Heilen wir uns einmal geschwind. Boah, Cornetto zu erstmal Zitron. Ess einmal ein Stück Zitron! Nein. Wenn wir schon da haben, dann her mit dem Schund. Her mit dem Schund, her mit dem Schund. Würde die Cornetto-Schund. Oh, wir könnten auch schon lange umeinander skillen, aber wer braucht Skills? Wer braucht Skills beim Pro-Gamer? Braucht keine Skills. Was denn das mitgehalt? Oh, das ist ein Paterici sein Loch? Ja, ich denke schon. Ja? War das Priestergewand? Ziehen wir das Priestergewand an? Brezensalz! Übrigens, sorry, die habe ich übersehen. Mir ist wieder ein Resub um 54 Monate. Her! Ein Glücksbärli! Schon mal eine rohe Zitron gefressen? Ja, nicht ganz. Samt der Scheune eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, wie sowas tut. Warum sollte man das tun? Kennst du einen Tequila Suicide? Da tut man das. Macht man aber in der Regel nicht oft. Haben Sie sie? Easy, meine Damen und Herren, easy. Er braucht Skills, wenn er Dusel hat. Deine Mama hat Dusel gehabt. Dass ich 2 von dir gekriegt Wie habe. entziffern wir das? Ich brauche... Da. Da! Die 3 Riesen! Das sind Nephilim, die Kinder gefallener Engel. Junia die Weise, die Anführerin. Jetzt bei Diablo oder Giborim, was? der Wächter. Das ist der namenlose Kreuzfahrer. Ich wusste es. Und Abgal, Monster von Kreta. Der Minotaurus, Mein Gott. Ich bin so nah dran. der Opferstier, der Mithras vom Himmel herabholen wird. Wo ist Abgal? Hier steht Semper Vivus, ewig lebend. Nicht tot, schlafend. Er ist in keinem Grab. Verstehe, aber wo ist er? Das Tor des Monsters. Das ist es. Und der Zylinder ist der Schlüssel. Das ist kein Wandbild. Das ist ein Tor. Jetzt darf mich langsam interessieren, wer die Kuttenträger sind und was ist da überhaupt los? Wir wissen immer noch nicht so recht, was wir da tun. Oh. Ja, hab ich letzte Woche hab ich gesagt. gesucht. Herr mit dem Zylinder. Nun, Denkmalpfleger. Was, Toni. Pater? Right in die Miau Miau. Sicher kein Waisenknabe. Das sagen ausgerechnet Sie? Professor Jones? Ich brauche den Stier. Er ist mein Victimaus Magnus. Ihr großes Opfer. Wirklich. Na los. Her damit.
Scheiß Papagei, komm ich auch mehr am Arsch lecken. Wenn ich sehe, gibt's eine Peitsche, tu ihr Schnobifotzen. So ist es jetzt. Sie vergessen Pio! Wo wollen Sie denn hin, Richie? Das Mitreum, natürlich. Du warst schon mal mit ihm dort, oder? Danke, Pio. Hallo, Kumpel. Du bist frei, Pio. Du findest sicher ein neues Zuhause. Irgendwas mit Tresor. Haben wir mir irgendwo... Ich kann dem Vogel nichts tun. Ich kann ihm nichts tun. Los. Ich mag dich auch, Pio. Ja, okay, morgen. Ist okay. Was war da jetzt? Warte mal einfach was. Was denn? Pio, der Papagei! Ah, nicht gut. Ich brauche einen anderen Winkel. Okay, haben wir da noch irgendwelche Hinweise? Wo müssen wir jetzt hin? Ich check überhaupt nichts. Vickys Keller verlassen, ja. Weiß nicht mehr. Ja. Tut mir leid. Geöffnet. Da ist sie. Oh ja, sehen, ich habe einmal wieder nicht schlecht. Oh! Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwo. Je! Was haben wir denn hier? Hier sind 6,8. Also. Wohin gehört dieser Code? Manchmal überrasche ich mich selbst. Naja. Brief des Nero, treuer Freund. Die Intrigen meiner Mutter sind allgegenwärtig. Hab! Er bleibt sich treu. Das Kellerschlüssel schon. Was wir jetzt aber mal schnell deren, haben wir da nicht überleben. Fitness, Packen, Kampf, Vitaminen. Fruchtige Vitamine verringern eingehenden Schaden vorübergehend. Erkundung. Was ist das für Blödsinn? Das sind so Skillbücher. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Nice gefunden. Aufgeschissen. Keller, ist das der Kellerschlüssel? Ja. Rein damit. Da ist Piwi noch da! Piwi, bist du noch da? Piwi! Brate mir einen Hinweis! Wie weit sind wir? Jetzt irgendjemand mit 22% kommt scheiße ins Gesicht. Außer der Piwi. Die gibt mir mit Sicherheit eine vernünftige Antwort, wenn ich es vernünftig frage. Unendlich einen Teufel lang kann es nicht mehr da. Oh mein. Ehrlich ausgewichen. So, hier, Vollsprint. Vollsprint! Glückwunsch, du bist gerade aus dem Tutorial aus. Wir haben einen Haupitz. Haupitz! Wo müssen wir denn hin? Was Mitreum suchen? Hm? Wo steckst du, Richie? Der Vogel ist auch hinter Futter. Nimm mal den Hammer. Du, ich nimm mal den Hammer. Du, Mitra, tut dein Vogel aus, ne? Oh. Den Gockel, du Kackfrisur. Karte freigeschaltet. Mitreum. Das ist, was ein bisschen schade ist, die Gegner sind so dumm und so schlecht. Kann man da? Ah, ja, die können wir nehmen. Dass die Schleicher obsolet wird.
Ja. Ritchie ist also hier. Aha, aha. Hier ist es. Das Mitreum. Mitreum. Mithras, der den Stier schlachtet. Okay. So, jetzt da? Hallo? Wo? Jetzt? Hab ich kurz Oktoberfest gelesen und dann steht so da tatsächlich dort, ich meine, das war ein Gaudi. 12 Brathändel, 4 Kilo Roastbeef in Scheiben! Merkt euch das? Machen diese Typen noch was anderes, außer zu feiern? Geile Typen, das wird immer nicht, oder? Oder sind wieder die Besen? Ja, schlagen wir einfach alle zusammen, was darf man sonst? Ich meine, oder? Mithras, der aus einem Stein geboren wurde. Ja, das ist die übliche Darstellung. Mithras mit Messer und Cosa ti fai tu qui? Was ist das jetzt bald, ja? Fix nochmal. Oh. Und ja. Was, die glauben Sachen auf! Hast du mit dem Besen geschlagen, oder was, du Volldepp? Du stiefelt einfach mal in die Finsternis hinein. Das hat sauber, ich hab mir's auch gerade gedacht, das hat wirklich sauber geschehen, das hat sauber gedongt. Irgendwas müssen wir da wieder fotografieren. Die Frage ist, was? Bevor ist es mit der Statue nicht gegangen. Mithras, aus einem Felsen geboren. schlechte Perspektive. Du bist aber interessant. Wieso ist der so interessant? Felsen geboren. Sonne weist uns den Weg. Ja, gehen wir halt einfach mal weiter, ich weiß auch nicht. Weg da! Oh shit, da haben wir sie. Hast un fratello! Prendi questo, peccatore! Komm mir nicht so nah! Nix. Schaden macht dir ins ganz schön. Da kannst du mal Gift drauf nehmen, bloß noch ein Strichel. Pibi ist glaube ich nicht mehr da. Pibi! Pibi, nein! So, dann machen wir so, den wir wieder das Kornetto einfressen. Ja, bis auf die Fetten mit den zwei Händen kann da keiner was da. Das ist oh, das wollte ich auch nicht. Nehmen wir mal das Fleisch. Voilà. Einfach davor geschmissen. Glänzt denn da so Gießkann so krass aus? Was ist denn da wieder los? So. Ja gut, gehen wir einfach mal, jetzt durchsuchen wir einfach mal die ganze Bumsbude da. Der Fackel wieder her. Wieso kann man ja eigentlich die Fackel nicht aufschmeißen? Das irritiert mich auch ein bisschen. Was haben wir da? Brief eines Gräbers. Mann, das ist sicher keine gute Idee. Diese zwei Hände liegen da nicht zur Gaudi umeinander. Irgendwo kann man was zusammenhauen. Irgendwo kann man was zusammenhauen. Da Feuerstiegel. Oder? Vielleicht muss man es doch einmal schnell lesen. Möglicherweise muss man es doch einmal schnell lesen dann. Okay, schauen wir mal noch draußen weiter. Haben wir noch lange nicht alles so geschaut. Merken wir uns einmal. Noch nicht. Notiz über Relief. Erstaunlich hier drin, solch ein Relief vorzufinden, es ähnelt der Boccia della Verità der Santa Marina in Cosmedin. Von diesem hier sagte man, es beißt Lügnern die Hände ab. Die beißt sicher keine Hände ab. Glaube ich auch nicht. Über die Tauroktonie. Ritchie scheint es mit der Sache wirklich ernst zu sein. Bond her. Aha, was haben wir da gefunden? Venturas Peace, Pater Ritchie, schreibe Ihnen, dass er als geistliche Ober oder Tragweite dieser Du wurdest auf frischer Tat ertappt, Ritchie. Immer alles nachlesen, wenn es pressiert. Wir haben keine Zeit, Freunde. Also, wollen wir heute auch irgendwann einmal noch fertig werden. Schauen wir mal, wo habe ich jetzt meine Fackel hingeschmissen? Hier jetzt übergebe meine Fackel bitte. Fackel, wichtig. Noch was? Ich sehe nichts. Kann man das aufmachen? Ah ja, schau her. Wieder mehr, das war wieder mal mehr Dusel als Verstand. Aber ich glaube, da waren wir schon. Nein, da waren wir noch nicht.
Hier waren wir noch nicht. Es schaut sehr verdächtig aus, als müssen wir da 3 Sachen einsteigen. Irgendwie auch nicht. Gehen wir weiter. Kultist hat was gehört, ja, meine Fackel in deinem Gesicht, das gehört schon. Her! Funk! Oder die jetzt gefangen? Hat der die Fackel jetzt gefangen? Gib mir. Ne voglio. Distruggi senza anima! Leg die hier, halt dein Fotzen, der Trottel! Hat der jetzt die Fackel gefangen? Schon, oder? Das hab ich schon richtig gesehen. Fangskill-Kultisten 2. Dann haben wir wieder so Symbole. Ich spare mir jetzt meinen dummen Kommentar zu dem, was ich da sehe, aber da ist auf alle Fälle. Da kann man da reingekommen. Der Moment der Wahrheit. Da wird man nix. Das Geheimnis. Ein Stier am Himmel. Da ist mir jetzt nichts angezeigt worden, dass ich draufdrücken kann, aber das hat jetzt sehr verdächtig ausgeschaut. Was soll ich machen? Auf den Säulen sind Sterne. Oh no. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Wo werden wir jetzt einmal schnell lesen müssen. Zu astrologischer Symbolik. Eine Wand des Raums weist eine Nische auf, deren Steinsäulen mit Darstellungen von Sternbildern verziert sind. Was hat es mit diesen Sternbildern auf sich? Mithraische Symbolik und Astrologie, Astrolatrie, stehen in uralter Verbindung. Hier befinden sich 5 Gewichte, die wie Stiere geformt sind. Die Steinsäulen rotieren, wenn die Stiere, verschmierter Text. Vielleicht eine Art Prüfung. Ich glaube, ich muss die Steinsäulen auf ein bestimmtes Sternbild ausrichten. Wahrscheinlich das des Stiers. Und das ist das da rechts ist das Sternbild. Ein Sternbild mit einem entsprechenden mithraischen Symbol. Taurus. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Gepriesen sei Mithras. Astrolatrie geht's um Sternbilder. Sprenge, das beängstigt mich, dass du es weißt. Du hast also eine Lösung gefunden. Gut. Probieren wir es einfach mal. Schon mal. Ja, da? Wenn der Hinweis stimmt, sollte ich Taurus bilden können. Mehrere Gewichte drauf, ne? Oh Gott. Bei sowas krieg ich's kotzen. Hat sich ja so von links oben einer geschaut. Jetzt warte mal. Notizen. Venturas Brief. Ich denke, dass das auf der Notiz der Stier gewesen ist. Ja, aber wo finde ich den jetzt wieder? Schau mal das Giborim, bla bla bla. Karte Villa Pia, Karte Geheimkammer. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Herr Douglas, hauen Sie sich hinein, mehr bis Zuschauen, Sternbild Taurus, kleiner Sternbild Luftpumpe. Was? Mithras, der ist im... Das ist ja schon wieder Tiger Gladiator, das ist ja ewig her, das geht doch normalerweise... Jetzt warte, zu... Die Notiz vielleicht immer noch da. Nein, das nicht. Es gibt richtig wilde, moderne Sternbilder. Ja. Jeder, der sich mit so einem Astrologie-Scheiß auseinandersetzt, den kann ich von Grund auf nicht ernst nehmen.
Was weiß nie, wie das Zeug jetzt da. Wie viele Gewichter gibt's? 5 hat's gekostet. 1, 2, 3, 4, wo ist denn das letzte? 5 Gewichter hat er gesagt. Gut, wir haben da noch nicht weitergegangen. Schauen wir mal. Ah ja. Tagebuch des Claudius. Ich fürchte, ich habe einen schweren Fehler begangen, als ich Agripia Claudischer Ärger mit Nero früh voraus. Und manche drehen sich dann 2-mal und 3-mal und was ist denn das wieder für ein dummes Scheißrätsel? Komplettlösung wo? Das ist jetzt ein richtiges Try-and-Error-Scheißrätsel. Das ist was, das ist... Nein, das gefällt mir nicht. Nicht richtig. Das da, jetzt schauen die ersten 2 schauen einigermaßen richtig aus. Ich glaube, mich zu erinnern. Vor allem, ich sehe ja das Ding auch gar nicht mehr. Tagebuch, Orden der Riesen. Venturas Brief, nachlesen. Sternbilder haben nicht das Problem, aber die Leute, die meinen, das Planieren einfach so auf ihr Leben haben. Ja, so meine ich, ihr wisst schon, wie ich es meine. Unter Geheimnisse sollte das Bild sein, schreibt der Lord Hamsterer. Schauen wir nochmal, hier Notizen. Was hatten Geheimnisse? Oh, tatsächlich. Gehört das? Das gehört ja gar nicht zum Orden der Riesen, oder? Das ist ja gar nicht notwendig, das Scheißrätsel. Oder? Mit dem Arschlecken. Fackel. Wo ist mein Fackel? Jetzt ausgegangen, oder was? Nein. Mein Fackel ist nicht mehr da. It's gone. Das gehört überhaupt nicht zum DLC. Was mache ich hier drin? Leicht dich mit deinem Scheiß! Hallo? Sagt, da habe ich irgendwas zum Werfen. Gib mir was zum Werfen. Gib mir irgendwas zum Werfen, wenn nicht, dass mir wieder eine Pfotzen haut. Kim? Gib mir was zum Schmeißen. Oh ja, Weinflaschen. Die hat noch nie geschaut. Da, her damit. Scheiß Geheimnis, kannst du mir mal. Dieser Geheimnis muss nichts mit der Story zum tun haben. Deswegen tue ich jetzt also dieser... Lass das sein, kapiert? Guarda che ti trovo. Spaccagli Vollidiot. Oh, das ist da. Die Bonks sind einfach das Beste, oder? Ich hätte gedacht, wenn ich den gefangen hätte. Ja. Hätte ich auch mitgelacht. Tu dich nicht runter. Wo ist denn der Hammer jetzt hin? Wird einfach aber nicht. Oh, da haben wir was zum Anziehen. Ja. Da haben wir noch einen Drumgrob. Grob. Einmal im Kreis rundherum. Weißt, es rentiert sich halt hinten und vorne nicht, sie da umeinander zum Schleichen. Also wirklich hinten und vorne nicht. Wir müssen wieder ins finstere Loch hinab. Weil ich hab mir auf die Uhr geschaut. 5 nach 10! Tatsächlich habe ich schon ab und zu mal ein bisschen auf die Uhr geschaut, ja. Ist jemand da, der einen DLC durchgespielt hat? Der mir einmal halbwegs ernsthafte Antwort geben kann auf die Frage, wie weit das wir sind und ob wir das heute noch fertig kriegen? Dieser Stein geboren, schlechter des kosmischen Stiers. Wieso kann ich eigentlich nicht diese Morgensternfackel da nehmen und den über die Pfotzen noch mitzünden? 80% versus Walkthrough-Video, danke, ja, kriegen wir schon, spenden wir schon eine Fertigkeit. Also ich habe schon damit gerechnet, dass wir bis um 11 Uhr brauchen, mindestens. Kannst du schon hingehen. Eingeborener Stein. Das schaut nicht gut aus. Hat nicht gesund aus für uns. Ich hätte gerne irgendeine Art von Waffe, bevor ich mir jetzt da mit 22 von den Idioten anlege. Ich wird ausflippen, wenn ich ihm das erzähle. Wie kann ich eigentlich meine Pistolen... Wo ist denn meine Pistolen hingekommen? Ach, da muss ich das Outfit wechseln. Damit ich die Pistolen nehmen kann. Was ist das für Blödsinn? So gut.
Da ist es. Das Tor des Monsters. Ich habe hier zu arbeiten, Leute. Prendi questo! Accecalo per davvero! Oh oh. Oh oh. Quello spara! Das war das schlechteste Aim seit keine Ahnung wann. Mit Nachladen? Cavolo, c'è mancato! Figlio di un cane! Sei nel posto sbagliato! Abbatti l'infame! Ich soll lottern nicht nach! Degno! Sei morto! Finiamolo! Puoi nascondere! Trovato! Diesmal nicht. Wichser! Leg dir hier zu deinem Maul! Was jetzt Machtschub probiert? No! Fratello! Sei morto! Ferme! Heck! Sapevo che Mitra mi avrebbe guidato! Dürfte nützlich sein. Mann, wieso hab ich das nicht gefunden? So. Mira del sole! Hier sind so ein Stecker da. E qui! Locker bleiben. Ti distruggo! Ah! Lass das sein. Die Wichser fangen, das haben die im Hauptspiel nicht da. Voglio vedere il sangue! Vollidiot. Da haben wir's jetzt da rein! Was haben die da jetzt geworfen eigentlich? Eine Bomben? Zylinder. Da ist er wieder. Der Schlüssel zum Tor. Okay. Das Wandbild hat sicher einiges zu verbergen. Wird jetzt da schon wieder umeinander pimmelt oder was? Wir hatten jetzt. Oh, wir kriegen zwei Hände ins Gesicht. Zwei Hände to your face! Was haben wir mit da? Eccola! Sei morto! Weg da! Sanguinare! Fuck, Alter, was ist denn mit denen? Haben die auf Crack? Halt, stopp. So nicht. Prova a scansarlo! Versiamo il suo sangue! Eccolo! Ti vedo! Se ne pentirà! Dannazione! Ehi! Ti sventro come un pesce! Nur die Ruhe. Was ist jetzt? Was war das? Mag's eigentlich gar nicht wissen, was das war. Ich hab mit zwei Hände weg, da war Hände das Beste. So, was kann jetzt das da? Da geht doch 100%. War kein Topf. Leute, haben's da ja! Oder haben wir's da? Entschuldigung! Das hab ich war zu konzentriert, da habe ich jetzt kurz nicht gesehen. Achtung! Welcome to the Squad. Ab in den Chat, aber der haben wir's da. Merci für deine Mitgliedschaft übrigens. Entschuldigung, dass ich nicht aufpasst, aber ich war es nicht. Lass mir deinen Revolver noch. Ich hab so ein kleines Déjà-vu. Ich weiß nämlich nicht, wie man. Ach, das war dann Machtschub. Nein, das ist, wenn ich auf R drücke. Dann kann ich jemanden schubsen. Wie lobt man in dem Spiel nach? Kann man das etwas sagen? Weiß das jemand? Weiß jemand, wie man in dem Spiel nachlädt? Ich weiß nicht. Ich bin noch. Also ein paar Steuerungsdinger da drin, die haben schon wirklich. Außer ich hab's natürlich umgestellt, oder? Mit Zielen schießen, werfen, fallen lassen, Waffen blocken, parieren, stoßen, Peitsche, Gegner festhalten, Tagebuch,
Inventar, Waffe. Nachladen, einfach schießen. Wichtige Werkzeuge, vorher da. Das war schon irgendwie. Das ist gar nicht mehr so weit hergeholt, Herr YBO. Das. Ja. War das nicht richtig Maustasten? Ja, irgend so ein Scheiß! Da schreckt mich wegen! Selber! Geh, leck mir am Arsch! So eine dumme Scheiße, wieso kommen denn einfach auf R noch? Also. Wandbildnotiz. Das Kernstück ist eine Scheibe mit Tieren, in der sich eine weitere Scheibe mit diversen Symbolen befindet. Ich studiere dieses Wandbild nun schon seit Tagen. Die Säulen könnten Teil des Mechanismus sein, aber ich komme nicht drauf. Wie? Ich glaube, Noriki besitzt das notwendige Wissen und die Intelligenz, um all diesen schlau zu werden. Ja. Herr Killing und Mr. Jodelmax, auf R geht's nicht. Außer, oder, warte mal. Wenn ich das so aufhalte und dann... Ja. Also, es ist so behindert. Maxi, was ist denn nachladen? Maxi. Jetzt lass mal Maxi in Ruhe. Ja, war ja dann eh Stadt. Und sag's jetzt, was ist, er hat gut daran getan. So. Ja gut, dann gehen wir einfach mal da weiter. Tu mit so einem Knüppel her. Knüppel Sepp! Ich hab was entdeckt, glaube ich. Ah, nein, da nicht. Mittlere. Ja, ich bin da nicht. Das ist die einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe. Mittlere Maustasten, na. Na. So. Herr Phänomenal! Der Birkbert, der wird mich reinhauen, muss morgen einen Dachstuhl aufstellen. Gut, um die Jahreszeit noch. Merci fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss, merci für den Fünfer und hauen Sie rein. Sehen wir uns vielleicht am Freitag, weiß ich noch nicht, wenn, dann kommt den Stream kündige ich eine Stunde vor Beginn an, sag ich dir, was ist. Und falls wir uns nicht mehr sehen, vorab ein schönes Wochenende, hauen Sie sich hinein und voll bitte nicht vom Dachel, aber das war eine geschmeidige Sache. Ach, da waren wir ja auch schon. Warte mal. Also müssen wir doch schon in dem Rätsel da unten interagieren. Ja, kommt mir alle erst das Album raus. Was für ein Album, Alter? So, jetzt warte mal. Vogel, Schlange, Löwe, Pferd mit Nummern. 7, 8. Hier. Gut, der hat irgendwas geschrieben, irgendwas mit den Säulen. Aber er kommt nicht drauf. Was für Säulen? Fliesenling am Boden? Oh, ja, das ist natürlich absolut richtig. Oder das kann doch nicht so schwer sein, dass man das jetzt da so reinsetzt. Das passt. Also das kann ja nicht alles sein. Nein, sieht falsch aus. Na also. Löwe? Das ist der Kim. So geht's nicht. Habe ich mich verfahren? Das ist das 4. Teil. Das letzte. Ah ja, okay. Das hätte mich jetzt stark gewundert, wenn das alles ist. Deswegen bin ich nicht mehr auf die Idee gekommen, dass ich die Dinger da aufklappe. Halt, nehmen wir das Zahnrad. Wo gehörst du hin? Wo gehört das hin? Dieses kommt dahin. Scheiße, was war der Skorpion? So dreht sich auch das Rad auf dem Wandbild. What? Schnelles Klicken der linken Maustaste LMB ohne zu zielen lädt die Pistole. Reini, merci fürs Nachschauen. Pistolen aus wie ein E-Drucker, ändert sich die Haltung von der Buffen, noch mit Linksklick lädt er nach, angeblich laut Internet. Da haben mehrere Leute nachgeschaut, dankeschön. Ich schau mal nach jetzt. Ja, so. Ohne, also, schnelles Klicken mit... Also beim besten Willen, wer sich das ausdenkt hat, dass man
so nachlädt mit der Pistole, der soll halt auch wie der andere nicht, der das geschrieben hat, wo wir uns unter der Säule versteckt haben, der soll jetzt seine Arbeit verlieren. Jetzt, in diesem Moment, Alter. Also, lass mir schon was eingehen, aber... Das ist mal ein Abwehr. So. Dann noch einen Gegner nachladen, ja. Nachladen vielleicht auf Q? Nein. So, jetzt müssen wir aber das... Ich weiß... Nein. Skorpion war 6. Die kleinste Zahl Schlangen. Löwe, Schlange. Das sind 3, bin ich blind. Löwe, Schlange, Pferd, Adler, Rabe, Skorpion und Stier. Das Zeichen auf der Wand musst noch mal. Zeichen. Mehrere. Der äußere Ring zeigt die Viecher alle, aber der innere Ring, was ist denn das? Also der zweite Ring, besser gesagt, das da. Brauchen wir den scheiß Zylinder noch. Aber es passiert nichts mehr, wenn ich da drehe. Ey, so, jetzt auf einmal schon wieder. Springt nicht. So, Sim ist der Hund. Wenn jetzt oben der Hund stehen bleibt, dann habe ich zumindest das schon mal. Ja, jetzt halt. Aber den Innenring verstehe ich nicht. Säulen, die 4 Säulen? Ach du Scheiße! Oh shit, ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, an die scheiß Säulen habe ich nicht gedacht. Gut, dass ich euch dabei habe. So, jetzt pass Obacht. An die Säulen haben wir Rabe, an jeder Seite das gleiche. Ja, na. Skorpion. Lange, okay. Wir haben jetzt eingestellt einen Hund. Einen Hund brauchen wir aber nicht. Wir haben eine Schlange und was haben wir da noch? Raben. Jetzt. Ich glaube, ich habe es verstanden. Warte mal. Wir holen uns jetzt die 1, können wir nicht brauchen. Ist auch schön, dass ich da nicht nach rechts unten schauen kann. Herzlichen Dank auch. Dann fahren wir jetzt einfach so lange nach rechts, bis irgendwas kommt, was ich brauchen kann. Und so, Skorpion. Skorpion ist gleich Dreizack. Wo ist der Skorpion gewesen? Da ist der Skorpion. So. Eins weiter. Eins weiter. Oder ist das gleiche Symbol? Ja, ist kein Dreizack, schaut ja aus wie ein Tor oder wie. Schaut aus wie eine Gangschaltung! Und dann haben wir den Skorpionhammer. So, dann. Und weiter. Braucht man 4. Das ist der Rabe. Nein, das ist nicht der Rabe, das ist der Vogel. Wir brauchen einen Raben. 5 ist der Rabe. Da haben wir das Weiblichzeichen. Wo haben wir? Da haben wir. Mit 2 Teufelshändel um. Besser wird's nicht, aber das ist das Falsche. Oder hat's Teufelszeichen um oder nicht? Brauchen wir das andere nicht. Ja. Noch 2 Mal rundherum.
vorher war die Schlange. Da brauchen wir das kleine Haar. Haben wir direkt da. Ja. Und dann brauchen wir noch... Was brauchen wir noch? Skorpion haben wir. Das Viertel brauchen wir noch, das ist 3. Wo ist 3? Haben wir 2 mit dran. Einmal, zweimal. Dann haben wir das Viertel hoffentlich irgendwann da. Und jetzt brauchen wir das Weiblichkeitszeichen mit. Mit die Teufelshandel. Herr Resch! Jawohl, wir spielen das Spiel heute fertig. Ist zumindest geplant. Außerdem haben wir jetzt wirklich noch meilenweit davon entfernt. So, jetzt ist die Frage, die Symbole schauen nämlich einmal nach vorn und einmal nach rechts. Die werden schon drunter sein müssen und nicht nach innen zeigen. Gehen wir da her und stecken wir da das Ding rein. Dann. Aber ohne euch hätte ich ein bisschen länger braucht wahrscheinlich. Weil bis ich auf den Text wieder käme, war mit, oh, Rätsel mit den Säulen, aber ich komme nicht drauf. Das Tor nicht öffnen konnten. Kein Wunder, dass die Idioten das Tor nicht öffnen können. So, sehen, wohin das führt. Gib mir mal einen Knüppel mit. Ich nehme den Sicherheitsknüppel mit. Nur die Zweihänder, der hat noch nie geschaut. So, was haben wir da? Was ist das? Gladiatoren-Einkünfte. Creticus Magnus, das Monster von Kreta. So. Virgilia. Barca Maxima. Iber. Oh. Hä? Fast Traveler oder was? Wo muss ich Bekundung fortsetzen? Was? Okay. Das hatten wir so auch noch nicht. Mithras Wachwechsel. Mithras Jünger, die einen Stier bewachen. Haben wir schon wieder voll einen ziemlichen Indie-Flair. Ich finde, dass wir ein bisschen viel in so Dungeons umeinander rennen. Im DLC. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Ich habe absolut keinen Dunst mehr, wo wir mir sind. Ratten. Euch gefällt's hier unten, was? Ich taugt das nicht da unten. Lasst noch gerade in Ruhe. Also auf alle Fälle nach 3 Stunden immer noch das Tutorial kommt, wie man sich da festhält, ist auch interessant, aber wenn man nachlädt, wird einem nichts gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Schritte. Bitte. Lass mich raten. Pater Ricci. Wann soll man da umspringen können? Oh, ich probier's. Du, ich probier's, dann nimm ich Anlauf. Na! Das funktioniert. Nimm das ein, ja, der Mr. Dr. Jones Senior hätte schon lange einen Schlaganfall gekriegt. Das ist absolut richtig. Jetzt springen wir mal da oben. I'm a simple man. I see a heavy, I push. Pull, whatever. Der Hebe. Ah, sehr gut. Was ist jetzt das? Achso. Okay, das ist tatsächlich. Wahrscheinlich ist das sehr gut. Ja, ich habe keine Ahnung. Okay, was haben wir hier? Abgal. Olli, merci für den Fünfer. Hört euch an. Wie ist der indige Johannes DLC bis jetzt? Wir haben ja gleich fertig. Was heißt gleich? Ich weiß nicht, ob wir gleich fertig sind, aber bald. Recht lang kann es nicht mehr dauern. Keiner kann mich aufhalten, Jones. Ich werde den Stier schlachten. Hier kein Stier. Finalmente. Il mio momento. Mithras, hoc sacrificium accipe! Mithras!
Vita! Tua divina sapienza! Make uns segler! Was ist jetzt da? Perspektiven, der Winkel? Oh oh. Typisches Beutel, Entschuldigung. Ja, passt nicht. Riecht ein wenig nach Bosskampf, hä? Oh oh. Hätten wir mal die Infos aus den Notizen gelesen, dann hätten wir vielleicht wissen, was seine Schwachstelle ist, weil nach recht viel Schwachstellen schaut er nicht aus. Der Dolch vielleicht. Oh oh. Ich laufe einfach mal eine Zeitl. Also, oh, geh mal jetzt in der Klappe. Alter, was passiert denn jetzt? Das ist jetzt selber ein Zeichen. Da ist ein Speer. Gut vergessen. Oh Mann. Echt mit dem Speer? Wo kriegen wir so Speere her? So langsam habe ich den Dreh raus. Ich lauf einfach mal! Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich lauf mal! Oh oh. Nicht solange du in dieser Rüstung steckst. Nein, nimm halt den scheiß Stecker, du Mongo! Wie wäre es, wenn du die Rüstung ablegst? Alle lauf! Oh shit, ich hab keinen... Ja, oh shit, ich kann nicht die ganze Zeit laufen, ich kann ja nicht durchsprinten. Oh oh! Du bist riesig und gepanzert. Ist das etwa fair? Bringt das was ich da tue, oder? Netten Helm hast du da. Komm schon, Fleischberg. Verflucht. Ohne den Helm wärst du nicht so vorlaut. Wegen Muse, der nicht schon. Ich komm mir vor, der letzte Vollidiot da.
Ich tu mein Bestes! Na los! Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr laufen. Ah! Ja, sag mal! Ah, lauf! Ich hab nichts mehr! Ja, sag mal, ich weiß nicht, was ich tun soll damit! Das gibt's ja nicht. Was willst du tun? Ich hab den Stuhl auf meiner Seite. Okay, tschüss. What? Ich weiß nicht, was ich mit dem tue. Ich weiß nicht, was ich mit dem tue. Liegt das Ding da zur Gaudi da, oder? Was zum... Das ist übel. Was ist denn übel? Was ist übel? Was ist übel? Komm schon, Das ist halt anders nervig, Alter. Oh Herrgott, nochmal. Ach Herrgott, nochmal. Na los! Ah, Sprint. Flucht. Ah, lauf! Der ist echt unangenehm. Hältst du mal still! Unangenehm! Den Helm runterwerfen, das ist nicht... So, und diese hat jetzt was geschmissen. Ich schmeiße mir mal in den Kopf, ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Aufhören! Das da ist eine schöne Stelle, da kann man Shit schießen. Oh, was ist? Oh oh! Hey, sind wir jetzt? Der holt jeden zweiten. Also der dodgt jeden zweiten Speer. Ich weiß nicht so ganz, was man tut. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oh, Scheiße! Was ist jetzt?
Reicht's jetzt? Reverentium me macipe bellator. Ja. Okay, klar. Mir ging ehrlich gesagt auch die Puste aus. Für einen Moment. I know what to do with this Das nennst du dagger. Respekt? Der goldene Dolch des Mithras. Er schnauft immer noch, das muss doch hören. Ah, ich möchte mit dem Hebel erschlagen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde zu alt für sowas. Gott sei Dank hat er gehört. Wie ein Schreibzeiger, Gott sei Dank hat er keine zweite Phase. Padre, fermo! È la mia bicicletta! Maledizione! Es lebt ja jetzt keiner mehr von... Das ist jetzt einfach die Quest gegangen. So, das... Was? Also beim Abspann hätte man sich schon... Das ist jetzt ein bisschen sehr enttäuschend. Jetzt bin ich halt wieder im Hauptspiel. Da ist jetzt gerade da gestanden, der Orden der Riesen abgeschlossen. Abenteuer, die gestohlene Katzenmutter, da, das Geheimnis der Riesen. Abgeschlossen. Also seid... Das sind die dumm oder was? Spinnt's jetzt total? Also... Was? Es tut mir jetzt richtig leid, das ist richtig schade, aber für 20 € ist das eine Frechheit. Das war eine Nebenquest, Alter. Eine etwas größere Nebenquest. Schade. Er hat gute Momente gehabt. Aber dass ich jetzt einfach da wieder ins Hauptspiel eingeschissen wird nach dem Bosskampf. Also die erste Hälfte vom Bosskampf war einigermaßen cool. Ich hätte mir eine zweite Phase gewünscht, um ganz ehrlich zu sein, da hätte man mehr draus machen können. Und dann einfach keine Cutscene, also ich werde zu alt für sowas. Und dann wieder das Radl klaut oder vorgefahren, jetzt bin ich wieder da. Leid, allerhöchstens 9,99 €. Mit dem Game Pass vergünstigt für 7,99 €. Und dann ist es noch nicht billig. Schade. Hat gute Momente gehabt. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir das Fazit raushauen,
indem ich noch mal ein bisschen durch den DLC durchlaufe und mich frage, was zur Hölle habe ich da eigentlich gemacht. Alle, die sich nach dem Gameplay schleichen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen unterhalten. Mir hat es ja auch einigermaßen unterhalten, so ist es jetzt nicht. Oder kommen wir gleich dazu. Smashen Sie den Like-Button, drücken Sie auf den Abo-Button, das würde mich sehr freuen, falls wir neue Zuschauer dabei gerade haben. Who knows? Und alle, die sich schleichen und was da lassen haben, merci für Donation und so weiter. So. Was erzähl ich jetzt da? Also. Ja, Rezession vom DLC. Ich hab ja einen Game Pass, ich schreibe da in Game Pass schreibe ich keine Bewertungen rein, das ist mir zu blöd. Wenn ich es auf Steam hätte, dann ja. Also Phase 1. Grundfazit und Feeling. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das Hauptspiel hat einfach irgendwie den Indiana Jones Geist. Und das ganze Feeling davon besser eingefangen. Da hat es einen Bösewicht gegeben. Ja, das ist wichtig in einem Indiana Jones. Einen Antagonisten. Es hat schon ein paar Cutscenes gegeben, die waren aber lächerlich. Im DLC, im Hauptspiel waren teilweise richtig, richtig gut alle dabei. Wie lange haben wir jetzt zum Durchspulen braucht? Das ist Level 11, wahrscheinlich so 2x2 Stunden. Also 4,5 Stunden. Uff. Die Rätsel waren teilweise cool. Das mit den Scheiben am Boden war cool. Das mit der Kugel am Boden war eine nette Idee. Das mit dem Schlangending war eigentlich auch eine nette Idee. Bloß ein bisschen schwer ersichtlich. Aber mei, es sind halt Rätsel. Aber ich hab so das Gefühl einfach, was haben wir jetzt da gerade da? So und warum? Ich geh zu irgendeinem Pfarrer hin, der verzeiht mir irgendwas für irgendwelche Riesen und wir springen dann umeinander und ja. Und er ist der Besi. Es hat irgendwie das Hauptspiel war so gut. Das Hauptspiel war so gut. Hat irgendwie nicht den Flair nicht eingefangen. Die ganze Zeit. Ich finde, man hat viel zu viel in so Dungeons umeinander gereiht. Wer zur Hölle haben diese Typen in die roten Kutten? Ich lasse was schweigen, wir haben jetzt heute nicht recht viele Notizen gelesen, die wir aufgeklappt haben, dass da vielleicht was drinsteht. Wer die sind und so. Aber das hätte ich gerne in einer Cutscene erzählt gekriegt. In Dialogen, in kleine Action-Cutscenes, in irgendwas, in Plot-Twists, in was auch immer. Der Plot-Twist, dass der Pfarrer nicht ganz koscher war, das war von Anfang an klar. Du hast einfach eine Pyjama-Party. Da kann man jetzt hineininterpretieren, was man will. Was kostet der DLC regulär? 20 Euro. Was ist jetzt mit dem Riesen? Was ist mitten in dem Kolosseum? Hat das keiner gehört? In einer der größten Touristenattraktionen der Welt. Dass jetzt da ein riesen drum Loch drin ist, erstens das und zweitens, dass da unten was los ist. Aber gut, da sage ich nichts, das ist ja klar, dass das nicht echt ist und so. Und ein bisschen weit hergeht, das war's ja im Hauptspiel ja. So, diese mythischen Geschichten und so. Und deswegen kommen wir jetzt, das ist Indiana Jones. Das hat sich irgendwie nicht richtig hochgefühlt. Ich weiß nicht warum. Es war ein wenig unrund. Ich weiß nicht, wie es alles sagen soll. Ja. So ein bisschen Aufklärung wäre gut gewesen, ja. Es ist eine langgezogene Nebenquest, die ja regelmäßig und das ist auch passiert hat. Es macht zu viel. Ich finde ja nicht, dass es viel macht. Ich finde die Rätsel richtig cool. Aber ich finde es ein wenig Drucker einfach. Trocken. Unrund. Es war jetzt kein Totalausfall. Ja, das nicht. Aber das Ende war ein Totalausfall. Und ein bisschen mehr Charakter aufbauen war vielleicht nicht schlecht. Nur mal eine Stunde. Eine Stunde oder 2 Stunden mehr Playtime. So 5, 6, 7 Stunden. Also für 20 Euro erwartet. Überleg mal. Oder ich glaube, der Witcher DLC Blood and Wine dauert 30 Stunden, 40 Stunden. Und ist ein Cutscene, Story, Action, alles Spektakel, das besser ist wie das Hauptspiel.
Und der hat, glaube ich, auch 20 Euro gekostet damals. Vor 10 Jahren. Und dass man sehr viel, der Mickey Chris schreibt da gerade was, nur im Keller herumnudeln. Das ist was, das stört mich ein wenig. Die Schauplätze waren immer die gleichen. Immer in dem gleichen Dungeon, immer in dem gleichen Loch da unten. Ja, ein bisschen Abwechslung. Ich meine, es ist immer nur ein DLC. Das muss nicht das Hauptspiel toppen. Nein, das hat es einmal gegeben. Das war in The Witcher und dann nie wieder. Aber Adrian schreibt schon, das sage ich gerade, Blood and Wine ist aber auch ein Peak-DLC. Ich wüsste keinen anderen DLC, der da ansatzweise ohne kommt. Ist richtig. Aber dort, das ist schon schwach. Also für 20 Euro ist es schwach. 15 Stunden nur Main Story, 40 Stunden complete. Blood and Wine, ja, dann kommen sie aber so 20, 25 Stunden kommen sie gut hin. Weil man macht, also ich zumindest, ich meine, das spielt ja jeder auch ein bisschen anders. Die Main Story habe ich sowieso durch, aber ich lasse dann auch nicht alles andere weg. Ich mache aber auch nicht alles 100% complete. Also schätze ich mir, dass ich so 25, 30 Stunden dort gesessen bin. Oder einen interessanten Nebencharakter dazu, der gegen den Gegner läuft. Da bin ich eigentlich recht froh, dass ich den nicht gegeben habe, weil die Tussis, die da immer dabei waren im Hauptspiel, die waren einfach nur nervig und sonst nichts. Aber wieso haben wir gemacht, was wir gemacht haben? Ich check's nicht. Wir haben zu dem Pfarrer gegangen, da wo wir jetzt am Schluss wieder da waren. Da hat uns die Geschichte erzählt und das war's. Und deswegen kann sich keiner mehr daran erinnern, warum wir machen, was wir machen. Da hat irgendeine Scheiße gelabert von wegen, ja, ich bin da was auf der Spur, magst du das mir anschauen? Ja, freilich. Wer ist der Typ? Sind der Indy und er Ewigkeiten Freund? Ist das irgendein random Pfarrer gewesen? Keine Ahnung. Und das feit so ein wenig. Das hat gefeit. Und das hat, finde ich, das Hauptspiel ganz gut gemacht. Ansonsten finde ich, der Indie-Flair war schon so da, so ist es jetzt nicht. Ich meine, ein paar Cutscenes hat es ja auch gegeben, ein paar witzige Geschichten hat es auch gegeben, wenn wir da aus dem Kanal rauskommen und dann der Mussolini da umeinander greift und wir haben sein Ding so hinstehen. Typischer Indiana Jones Humor, gefällt mir gut. Aber alles in allem war der DLC leider Gottes eigentlich eher enttäuschend. Und wenn die 3 Rätsel nicht einigermaßen gut gewesen wären, da die haben wahrscheinlich ein 3 oder 4 von 10 geben. So kriegt er vielleicht nur so ein 5,5 von 10. Und da das Ding 20 Euro kostet, kriegt es 4,5 von 10. 20 ist eine Frechheit. 2 Stunden ohne Kind, mehr Cutscenes, mehr Geschichte, erzählen in Bild und Ton, nicht in Zettel, die ich lesen muss. Dann können wir von 6, 7 von 10 reden. Und der Schluss ist einfach absoluter Schrott gewesen. Schade. Schade. Krass, schade eigentlich, wenn man bedenkt, wie scheißegal der normale Game war. Ja, deswegen habe ich mich auch so auf den DLC gefreut. Aber nein. Aber man muss auch, so ehrlich muss man auch mal sagen, wer hat denn da vor einem Jahr damit gerechnet, dass Indiana Jones und der große Kreis ein richtig gutes Spiel wird? Das war absolut ein Überraschungshit. Also das war nicht garantiert, dass dieser DLC auch wieder gut wird. Aber gut, wir haben ihn gespielt. Ihr habt es gesehen. It is what it is. Wir haben ihn gespielt. Ich bin froh, dass wir heute fertig geworden sind und dass wir heute fertig gemacht haben. Sage ich euch auch ganz ehrlich, wie es ist. Was halten Sie von nächste Woche? 2-mal hintereinander Chronos, Montag und Mittwoch. Richtig Meta machen. Bisschen weniger Blätschmerz am Schluss vom Stream. Dafür spielen wir bis halbe 3/4 Ja, wir müssen mal Meta machen in dem Spiel. Und dann sehen wir schon, wo der Hase hinläuft. Also dann kriegen wir nächste Woche auf alle Fälle nochmal 5, vielleicht 6 Stunden Playtime hin. Und dann sehen wir schon, wo der Hase hinläuft bei Chronos. Bleibt spannend, bleibt engaging, bleibt so, wie es jetzt gerade ist. Ich habe nämlich heute so ein bisschen die große Befürchtung, dass das ab so 8, 10, 12 Stunden dann irgendwann das Gleiche ist die ganze Zeit und sie nur noch zirkt und ich dann wieder abbrechen muss, was ich echt ungern tue, weil es bis jetzt richtig gut ist. Und am Freitag, also Freitag, nächste Woche Freitag, packelt man dann, kann man es nicht merken, wie es heißt, Dying Light The Beast aus. Da kann man uns einmal schon einen Trailer anschauen. Vielleicht haben ja einer hat vielleicht gar keine Ahnung, was das ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Dying Light gespielt. Noch nie. Weder das 1er noch das 2er. Und Dying Light The Beast hätte ja eigentlich ein DLC werden sollen für Dying Light 2. Ist aber dann so groß geworden,
dass er eigens Spiel draus geworden ist. Und da schauen wir uns jetzt einmal schnell Trailer. Hoppala. Scheiße. So, Achtung. Schauen wir mal kurz hinein. Das Ding dauert 2 Minuten. Damit mal jeder sieht, was da so los ist, was überhaupt geht. Passt da gegebenenfalls ganz gut zum Horror-Oktober-Einstieg. He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. Dropkick to your face, That fucker will pay for what he did to me. All the years he took from me. All the agony he put me through. You want revenge? Damn right I do! Da hätte es eigentlich rauskommen sollen am 22. August, aber dann haben sie es kurz vorher nochmal verschoben, was eigentlich kein gutes Zeichen ist. Aber so, den Trailer habe ich selber noch nicht einmal ganz angeschaut. Es ist blutig wie Scheiße. Der Bernie schreibt es richtig, ein bisschen Resident Evil, ein bisschen The Last of Us, in the First Person. Und ein ganz, ganz, ganz großer Punkt in Dying Light ist anscheinend, das weiß ich nicht, ich habe es bloß einmal gesehen, ist diese Parkour-Geschichte. Also du kannst da in der First Person an die Häuser umeinander springen und die Hobbys seilen und von Hausdach zu Hausdach springen und kraxeln und lauter so ein Kass. Und das muss sich ganz cool fühlen. Es ist blutig ohne Ende. Parkour. Parkour! Richtig. Sieht schnell aus. Ja. Und ganz ehrlich, das schaut sehr solide aus. Da habe ich Bock. Ich hab Bock. Es ist zwar schon wieder sowas, wo ich riech, so 30, 40, 50 Stunden Open World Schinken, den wir wahrscheinlich im Stream nicht fertig bekommen. Außer es ist wirklich unglaublich gut. Ah, dann muss etwas anderes weichen. Wir spielen es länger, wir spielen es später fertig, wie auch immer. Aber Ende September kommt dann Silent Hill F und das passt für mich besser zum Horror Oktober. Hoffe ich zumindest. Und dann würde ich einfach sagen, entweder machen wir Abstimmungen während dem Horror Oktober, ob wir Chronos, das hier oder Silent Hill F spielen am Freitag im Horror Oktober. Ich weiß ja nicht, ihr hört es sowieso nicht zu, also ist es wurscht, wenn ich es jetzt sage. Also ihr schaut das Video an, aber hört es da nicht zu, also ist es auch wurscht, wenn ich es da sage. Im Horror Oktober wird es jeden Freitag 4-mal hintereinander einen Stream geben. Okay? Ja. God of War aus 2018 haben sie auch verschoben, hat damals nicht geschaut. Richtig, es gibt natürlich auch positive Beispiele, aber es gibt definitiv mehr negative Beispiele. Kali, ich komme übrigens gleich zu deiner Donation, ich habe die nicht aber gesehen. Aber ich bin gerade so im Blablabla. Oh, jetzt schreibst du das auch noch. Hast du mir da noch gelesen? Meine App spinnt gerade ein wenig. Was ist da los? War trotzdem eine gute Unterhaltung. Lieben gehabt mit gebrochenen Schienbeinen, mit Gelenk gebrochen, aber DLC war es nicht, eher ein Nebenquest. Kali, Phase 1, gute Besserung. Ab in den Chat, Kali, gute Besserung. Merci dir. Und wie schlimm ist, also kann man nicht vorstellen, dass Schienbeinbrecher, das tut so schon weh, wenn man da ein Zwickel auffällt von einem Meter, tut das schon weh. Ja, ihr habt sie da! Ja, gute Besserung! Nein, Mike, nein, keine Herz, ja, gute Herzal und gute Besserung, okay. Kriegst du eine gute Besserung. Kali, merci dir. Ja, es wird schon wieder. Ronny Hack, aber irgendwas hast du wieder da, Alter.
Was denn da für der Treppen, habe ich gesagt. Geht. Ja, geht, habe eine Platten mit 3 Schrauben reinbekommen. Ja, ist immer asozial. Ich habe mir Gott sei Dank, ich muss mir das Holz klopfen, weil ich habe mir noch nie was gebrochen. Noch nie, deswegen kann ich nicht mitschmerzen, aber es ist sicher, boah. Das verwuchst sich. Ist auch gut. Ja, aber Dankeschön. Kuss auf die Nuss und an alle anderen natürlich auch. Aber das ist so der Streamplan für nächste Woche. Mindestens 2 mit Chronos. Schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und Freitag dann The Beast. Ich darf ja eigentlich gern Montag Chronos, Mittwoch Dying Light The Beast, aber da ist es halt noch nicht raus. Das kommt direkt am Freitag raus. Und dann am Freitag Chronos, weil wir da einfach länger spielen können. Da können wir teilweise bis 12 oder bis 1 in der Früh spielen. Und das geht halt unter der Woche einfach nicht. Wer gut schmiert, der lang läuft. Weil ich habe mir letztes Jahr meine Schulter gebrochen, aber Platten mit 11 Schrauben drin. Ja, mei. Ich habe nicht gestaucht, ja, prellt klar, aber nie was gebrochen. Bei mir genau dasselbe. Bantel habe ich mir fein gerissen. Also zerrt, gerissen und so weiter. Mein linker Fuß ist ein totales, also mein links Sprunggelenk und die Bantel rundherum ist ein einziger Tschernobyl-Scheiß. Der steht. Aber gut. Ja! Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war's vorerst mal für diese Woche. Ob ich am Freitag komme, wie gesagt, jetzt habe ich es schon ein paar Mal gesagt, ich mag es nicht versprechen, das entscheide ich spontan. Wahrscheinlich entscheidet es der Zukunftsbürger am Freitag um 7. Wenn ich weiß, es ist auf die Nacht niemand da, wir gehen nicht zum Essen, wir gehen nicht fort oder sonstiges, was da denn sonst rein? Was ist eigentlich mit dem Urlaubs-Community-Schmerz geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nicht nachgeschaut, ob es schon wieder bis 15 geht, aber für den ist jetzt da die nächste Zeit leider kein Platz. Noch nie was gebrochen, aber 4 OPs an der Schulter, darunter Bizeps, Sehnenriss und so weiter. Ja, das klingt auch nach, Bizeps, Sehnenriss. Schluss. Dafür bin ich jemand, der hat ungefähr 25 Platzwunden am Shell. Wegen jedem Scheißdreck. Das Donk. Der Bonk. Sprengmeister schreibt, wie viele Leute fragen am Freitag, ob der Birger heute streamt? Wetten werden jetzt angenommen. Ich soll jetzt einfach nicht sagen, in Zukunft schalte ich einfach rein. Wir reden nicht mehr über den Zukunftsstream, wenn einer ist einer, wenn nicht, dann nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil, selbst wenn ich Zeit habe, ich habe ja gesagt, ich werkel dann ein Video. Und jetzt bin ich schon so weit, dass ich es machen muss. Und eventuell habe ich da übers Wochenende schon Zeit. Das wird möglicherweise etwas längere Gaudi. Aber ein bisschen weniger, was soll ich sagen, ein bisschen weniger, was soll ich sagen, es ist nicht so viel Aufwand wie ein How-To-Ding. Dafür ist es halt länger. Ist was ganz was anderes. Bin gespannt, was sagt's. Vielleicht interessiert es auch keine Sau. Kann gut sein. Weil ich mich da in eine Nische hineinhocke, die es nicht gibt. Zumindest auf Borisch. Wir werden sehen. Schauen wir mal, was sagt's. Oder, was heißt, was sagt's? Begeistert wird da keiner davon sein. Aber ob sowas taugt und ob man sowas öfter sehen will von verschiedenen Sachen, wir werden sehen. So, Kinder, das ist Punkt 11. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Wann haben wir mir das letzte Mal um 10 Uhr gesagt, so, es ist Spulen aus, jetzt schmerzen wir noch auf 10 Minuten und gehen ins Bett, ich weiß nicht mehr wann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren, danke fürs Helfen im DLC. Ich hoffe, der Maxi ist mir nicht besser, aber der ist Mitglied, der ist lange nicht dabei, der weiß, was passiert, deswegen hat er auch sofort Goschen gehalten. Danke für die ganzen Resubs, danke für die neuen Mitgliedschaften, danke für die Donations, danke für alles. Triple F für die Moderatoren. Wir sehen uns nächste Woche 100%ig wieder, dafür dann auch wieder 3-mal. Und falls nicht, dann wünsche ich euch vorab ein schönes Wochenende, haben Sie eine gute Zeit. Ab ins Discord mit euch übrigens, da bin ich übrigens den ganzen Tag drin, fahre zumindest ab Mittag bin ich drin und unterhalte mich da auch oft mit euch und gebe meinen Senf dazu und überhaupt sowieso. Außerdem schreibe ich da jeden Sonntag eine Ankündigung hinein, was wir die Woche drauf spulen. Und natürlich auch die Ankündigung, wenn einfach irgendwann einmal ein Stream kommt und sonst irgendwas. So! Gehen wir ins Bett. Bis spätestens Montag. Hauen Sie sich hinein. Habe! Damit der Sprengi schlagt das Mikrofon überhaupt aus. Damit der Sprengi sein Foto wieder kriegt. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Warum Gegner-Steps hören, wenn ich es riechen kann? Okay, tschüss!